Okay, ich übernehme. Hallo. Sally, wir sind Metal Servala und das ist meine Impression von einer WC-Spülung, die gerade ein bisschen aus dem Ruder läuft. Was ist nicht so gut wie vorher wahrscheinlich. Ich kann es nicht mehr. Das ist fast wie Lieblingsfilm von Brian. Da war es. Guter Lachsalbe. So, für alle, die jetzt noch nicht abgestellt haben, hallo zusammen. Hallo. Wir sind Metal Servala. Mhm. Das ist der Bella, ich bin der Ricky. Yes. Und wir sind wieder da, um über die Schweizer Metal-Szene zu schnorren. Folge Nummer 95. Uiuiui, die 100. Folge kommt ziemlich näher. Kommt bald, ja. Oh oh, 3 Digits, Alter. we are in danger. Mhm. Vor allem, das muss ich noch. Kommt dann nachher. Ich muss mein Handy weg tun, es macht Geräusch. Dann sind wir so wie eine Metalcore-Band, die sagt Big Things Coming. Dann lösen wir auf. Big things coming and it's allegations. Big things coming, 100. Folge. Ricky und ich cancelled, Ja. weil wir uns an einem Priester vergangen haben. Ja, voll. Weißt du, paying it back und so. Ist das Revenge-Porn dann, wenn man es filmt? Ja. Es ist der Spider-Man, the Good Neighbor. Nein, Friendly Neighbor, genau. Ist your friendly neighborhood Spider-Man, aber anstatt dass Jesus aus dem Arm kommt, kommt es einfach aus dem Pimmel. Ja, fix. Schön. Gut, jawohl, es ist keine 10 Sekunden gegangen und die Folge ist schon eskaliert. Geil. Anyway, Michael, um was geht es heute? Heute ist die mittlerweile typische jährliche Festival. Fuck. Festival Blessed be thy soul. Open Air Special. Das machen wir jetzt mittlerweile jedes Jahr. Ein bisschen so Openers schauen, die jetzt kommen. Jetzt ist ja halt Sommer. Wurde schnell warm geworden und schnell wieder kalt geworden. Mhm. Angenehm. Der Kollege von uns ist irgendwo, wo es warm ist in der Ferien. Mhm. Ich habe so eine Insta-Story gemacht von wegen Hoodie Season is upon us. Mhm. Und dann ist einfach so gekommen. Ich habe gedacht, bei euch ist es zum Kochen. So. Ja, aber ist es bis gestern auch noch gewesen. Ja, schnell, so geht's. Aber ja, und wir schauen heute mal ein bisschen so Openers und schauen mal, was so läuft. Es liegt nicht daran, weil wir einfach sonst nicht zum Schnurren hätten. Nein, voll. Aber ja, jetzt haben wir so ein bisschen gechillt die letzten paar Wochen. Das ist die Frage, wenn wir gerade mit dem anfangen, wo wir eigentlich nachher erreichen, weil wir es einfach vergessen haben die ganze Zeit. Und nachher erst mit dem, weißt du, dass wir das, was wir schon so lange vergessen haben, dass wir das jetzt einfach am Anfang machen, damit wir dem noch gerecht werden. Alright. Fair. Nein, eigentlich nicht, weil du weißt schon, in Gästfolgen können wir nicht welche Release so abchecken. Das ist ja Fokus auf Gäste. Wir haben ja keine Gastfolge. Kann. Ja. In dem Sinne. Aber wir haben auch noch 2, 3 reguläre Folgen gehabt, zwischen denen wir das komplett verschwitzt haben. Schon? Alright, fair. Anyway, aber das Gute ist, jetzt haben wir einen verdammten Cliffhanger. Wir fangen mit dem Recap an. Und zwar... Sorry, das war jetzt gemein von mir. Ricky, was haben wir so gemacht in den letzten paar Wochen? Ich glaube, du hast mehr gemacht als ich. Also wir können ja sicher mal mit dem anfangen. Also, was wir gemacht haben, ist, wir haben definitiv herausgefunden, dass wir Void Drifter falsch ausgesprochen haben. Yes, tatsächlich. Weil apparently heisst das Void Drifter. Void Drifter. Void Drifter! Ja, Mann. Sick. Macht so T-Shirts bitte. Sorry, Sveti, ihr seid selber schuld. Ich will den Namen nie mehr anders aussprechen. Void Drifter. Falls der Ricky und ich jemals irgendwo auf einer Festivalbühne irgendwelche Bands ansagen und ihr seid eine Band, die wir ansagen, dann stehen wir beide dort und sagen 3, 2, 1 Void Drifter! Und nachher ist das fucking funny. Ich muss sagen, der Album ist fucking geil. Das ist sick. Bis oft haben wir gesehen. Branding ist gut, ist on point. Hey, gut. Content macht jetzt mega viel. Das ist gut. Ich fühle mich gerade richtig schlecht, wenn ich das Zeug anschaue, weil ich einfach so kein Content mache für Versus. Fair. Kann ich dir heute Morgen... Ich habe dir ein Video geschickt, das ich gemacht habe. Ich habe überlegt, ich will ein Gitarre-Playthrough machen von einem Eversi-Song. Dann habe ich von Calculator, weil der schon released ist, ein Gitarre-Playthrough machen und dann so realisiert, dass ich eigentlich 3/4 von dem Song ja gar nicht Gitarre spiele. Das ist, weil du kannst guten Content machen. Ja, ich bin kannst so ein Buch rausnehmen oder so. Ja, oder irgendwie einfach so ein Bier trinken, Kaffee machen nebenbei. Genau, voll. Irgendetwas. Ich glaube, das mache ich am Samstag. Weißt du gut, du hast mir ein Video geschickt von so einem Content Creator, der Tipps gibt und so. Kennst du den nicht? Der Tom Scott? Nein, nie. Hast du das Meme mal gesehen, von wegen, wenn the group chat is planning something, also wenn the band is
planning on practicing. Und dann kommt der Bassplayer. I'm in the Antarctic. I'm in a nuclear reactor. I'm inside. Okay, fair. Das ist der. Okay. Der macht brutal geile Content. Das kannst du auch noch geil finden. Der macht so informativen Content. Das finde ich cool. Aber ja, einer von den Tipps war, überleg nicht zu viel, Alter. Mach einfach. Fuck it. Das sage ich ja schon lange. Ich weiß. Aber ich gehe immer in den Trap, wo zu viel nachdenken. Also, ist das gut? Wenn wir das machen? Ja, das machst du. Ja. Und jedes Mal, wenn ich dich probiere, aus dieser Trap rauszuholen, nimmst du die Schaufel und grabst noch viel weiter. Oh ja, aber einfach zu mir entkommen. Ich so, Ricky, komm zurück. Und du so, nein. Amix bin ich doch spontan. Ja, das ist also, das ist das Unberechenbare an dir. So, du denkst dann einfach immer so, ja, der Ricky hat jetzt noch 4 Stunden, bis wir da irgendetwas machen, weil er muss jetzt zuerst noch überlegen und dann hochsteht und dann musst du so, wir fangen jetzt, wir sind jetzt, okay. Yes. Du hast 4 neue Songs geschrieben für Towis. Ja, man, you never know. Es ist so, entweder alles oder nichts. Hell yeah, ja. Dann, was haben wir noch zusammen? Wir haben noch ein paar Sachen zusammen gemacht. Wenn wir zuerst das sagen. Ja. Chwoidrieft. So funny, Alter. Ja. Was haben wir zusammen gemacht? Wir sind im Metal Battle zusammen. Voll? Wo ist es? Lausanne? Sick. Lausanne ist es, ja? Ja. Ja, das war cool. In der Romandie heisst die Bar. Das ist keine Bar, das ist eine stabile Venue für ein Konzert. Ist so wie der Aquädukt irgendwie. Also es hat mir nicht so von der Struktur. Wie das Aquädukt? In Hartbrück in Zürich hast du meinst Bogenef? Wahrscheinlich. Ist Aquädukt oder nicht? Also, Viadukt. Ja, es ist schon. Ja, aber die Location heißt Bogenef. Das ist dort, wo Death Heaven gespielt hätte. Ach schon? Ja. Okay. Aber keine Ahnung, es ist schon halt so wie. Es war schon eine interessante Architektur in der Venue. Hat mir gefallen. Ja, es ist ja auch. Es ist unter einer Brücke, glaube ich. Ja, cool. Ich muss schnell kurz Notizen machen. Coole Stadt, noch nie gesehen, erstes Mal. Also vor allem fucking funny war, wir sind ja mit dem Gar gegangen, wo Kate Effect und also hauptsächlich Sons of Coherence organisiert haben. Ja. Shoutout, Messi Boys. Celine, hauptsächlich am Organisieren gewesen. Celine einfach auf alle aufpassen. Absolut die Grossmami. Queen, Alter. Stabil gewesen. Hat Spaß gemacht. Vor allem, wir sind dann auf Zürich, sind in den Bus rein, der Gar reingehockt, losgefahren und in dem Moment, wo der Gar losfährt, realisiere ich so, fucking hell, das Konzert geht bis um 12 Uhr. Lausanne ist mindestens 2,5 Stunden weg. Nein, du bist zu schnell gewesen. Zuerst haben wir einsteigen und dann haben wir gemerkt, die Car ist kaputt. Ja. Nachher ist ein zweiter Car gekommen. Stimmt. Und dann ist ja losgegangen, dass die Bands das Gefühl hatten, shit, wir kommen zu spät. Werden wir jetzt disqualifiziert. Und dann ist einer von denen zum Brian gegangen. Und der Brian ist ja in der Jury. Und dann hat der Brian so, ich glaube, der Lucky ist zum Brian gegangen. So, Brian, werden wir jetzt disqualifiziert, wenn wir zu spät sind? Und dann der Brian so, ich glaube es nicht, ich kann ja nichts dafür, es ist nicht absichtlich zu spät. Der Bus ist zu spät gekommen, weiss ich nicht was. Und dann ist der Brian Deco und hat gemeint, warte schnell, ich bin ja Jurychef. Ja. Wenn einer euch disqualifiziert, bin ich das. Dann hat der Brian einfach gesagt, nein, ihr werdet nicht disqualifiziert. Das war sehr gut. Das war eine coole Abend. Richtig gute Bands. Ja, aber ich bin noch nicht. Ich muss das noch schnell kurz. Ja. Noch Tieffahrt schnell kurz. Ja. Physikalisch untermalen. Nicht, dass wir das zu schnell abhandeln. Wir werden nachher definitiv wieder zu Leuten. Ist egal, wir reden jetzt schon zu viel. Gleich. Auf jeden Fall bin ich in den Bus reingekocht und habe dann so gedacht, ja geil, ich kann gar nachher heim. Und dann habe ich realisiert, dass ich ja zu Baden wohne. Und dass wir mit dem Bus dann wahrscheinlich, weil das Konzert bis um 12 Uhr geht, über dem Eis werden losfahren. Ja. Das heisst, wir fahren dann sicher 2+ Stunden Richtung Zürich. Und dann habe ich realisiert, ich will einfach an der Autobahnausfahrt, wo ich 10 Minuten zu Fuß davon weg wohne, vorbeifahren. Ja. An der HB auf Zürich. Ja. Und dann dort müssen wir auf den ersten Zug gehen, bis es spät ist. Und es ist dann so gekommen. Ich habe es auch fast kalkuliert, ich bin am 7 Uhr daheim. Wir hätten eigentlich einfach sollen, 6 Uhr sagen, hallo, bitte einfach dort Baden-West rausfahren und dann können wir... Ja. Aber dann hätte jetzt jeder heimfahren und darum habe ich das nicht gesagt. Eben, nein. Aber nein, es war cool gewesen, aber ja, fair, ich habe auch nicht darüber gedacht, dass wir so spät wieder heimkommen. Ich hätte vielleicht auch den Auto genommen. Aber es war lustig gewesen. Es war sehr lustig gewesen. Also die Garfahrt ist auch absolut hilarious. Das ist auch insane also Garfahrer, wir haben immer das Gefühl, alle haben irgendwie das Gefühl, dass es so ein polnischer Garfahrer, weil er nicht so viel geredet hat. Stellt sich raus, der Bruder hat besser Deutsch geredet wie wir zwei. Schon? Ja. Geil. Das heisst, er hat alles verstanden von dem ganzen hohen Rotz, den wir rausgelassen haben. Und er hat den Bus nicht einfach in den Gegenverkehr gelenkt. Also er ist ein absoluter Held. Ja, wirklich. Weil was in dem Bus alles geschnurrt worden ist. Voll. Und nachher hast du gemerkt, du hast so die
die jüngere Gruppe im Car und in der Rückfahrt und nachher die Angst hinten, die versuchen zu schlafen. Die Angst, du musst einfach alle in den Bands, die 30 plus waren, ja. mit den Augenbinden, ja, Mann, mit dem Noise Cancelling Kopfhörer. Definitiv. Schlafen haben wir gleich nicht. Ich kann doch schlafen. Ich bin einfach, sobald ich bin müde gewesen wie Sau. Sobald ich in dem Gar reingehockt bin, habe ich einfach nicht mehr pennen. Ich bin einfach wach gewesen. Ich glaube, das ist so ein Superpower, das ich jetzt gelernt habe mit Augenmaske. Ich kann überall einpennen. Nein, ich kann immer schlafen, außer ich sollte. Das habe ich im Militär schon gemerkt. Ich kann überall pennen, außer wenn ich sollte schlafen, dann nicht. Ja. Nein, aber es war lustig gewesen. Coole Bands. Days of Ruin, Shoutout. Gewinner. Days of Ruin hat es geklappt. Ja, Mann. Ja, also wirklich alle Bands super gewesen. Alle Bands sind super gewesen. Also wirklich eine starke Performance. Und aber ja, wir schicken einen würdigen Representative von der Schweiz nach Deutschland. Wer weiß. Sie werden es schwer haben, an die Leistungen von letztes Jahr anzuknüpfen. Natürlich, ja. Aber ich sehe die Chance, dass es könnte passieren könnte. Voll. Also wäre ich schon fucking sick. Einfach. Ja gut, ich glaube einfach, ich bin ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass die Schweiz 2 Jahre hintereinander gewinnt, einfach aus politischen Gründen. Die Schweizer Dynasty einfach jetzt für die nächsten 15 Jahre einfach jedes Jahr gewinnt. Boah, Bruder, also falls Days of Ruins, Metal Battle in Wacken auch gewinnen. Dann müssen wir nackt auf der Straße hinlaufen. Was machen wir nächstes Jahr? Was schicken wir nächstes Jahr? Breakdown of Sanity. Ja, voll. Nein, es ist... nächstes Jahr müssen wir cheaten, was das so wäre. Bin sehr gespannt. Aber wir schicken eine gute Gruppe. Das wird geil. Ja, das Finale ist absolut insane. Also das Level ist brutal. Es ist von Anfang an Drill, die erste Band, reingemäht wie Sau. Ja. Die haben geheult. Dann ist Furia gekommen, oder? Das ist insane geil gewesen. Ich habe es cool gefunden. Alle haben es scheiße gefunden. Schon. Ja, weil einfach keiner verstanden hat, dass das nicht eine Metal-Band ist, sondern ein Hip-Hop-Act. Es ist schon ein Hip-Hop-Act gewesen. Hip-Hop-Act mit Gitarre dazu. Das war fucking sick gewesen. Französischer Rap mit Metal-Gitarre drunter. Das ist geil gewesen. Also der Potenzial von Furia dazukommt ist schon riesig. Also halt einfach nicht in der Metal-Szene. Fair. Ja, aber sie haben ein cooles Konzept. Es ist geil. Es ist ein bisschen weird gewesen, dass der andere Dude mit der Gitarre einfach da gestanden ist und eine Maske angehört. Aber er hat nicht alle Masken gehabt. Moll, aber er ist trotzdem einfach dort gestanden. Er ist mittig gestanden und hat nicht wirklich etwas gemacht. Dann ist so ein Typ mit einem Baseballschläger rechts gestanden. Ja, stimmt. Ich habe gewartet, bis er im Pit schlägt. Ich habe gewartet darauf, dass er mit dem Baseballschläger mal auf irgendetwas draufhaut. Ja. Er hat einfach nur auf nichts draufgehauen. Ja, das können sie schon machen. Das wäre funny. Ja, ich bin die ganze Zeit ein bisschen abgelenkt von ihm. Aber es ist schon, ich glaube, ich habe es leider vergessen, zwischenzeitlich mal hören. Ich müsste mal hören. Ich glaube, auf Aufnahme ist das wahrscheinlich ziemlich geil. Ich habe, glaube ich, auch mal gelost, bin ich mir sicher. Aber ja, unbedingt abchecken. Auf jeden Fall habe ich sehr viele negative Stimmen gehört dort. Ja. Und ich glaube, die haben einfach alle nicht verstanden, um was es geht. Fair. Also ich glaube, ich bekomme jetzt Allergien, weil du das Fenster aufgemacht hast. Junge, es regnet draussen. Momentan solltest du die Pollen wie gar nicht haben. Es regnet. Und die ganze Pollen, die sich im Fenster gesammelt hat. Die Pollen, die sich im Fenster gesammelt haben? Ja, ich putze halt nicht. Ja, nein, ich meine... Hä? Gar nicht. Ja, gehst du am Fenster gehen? Hast du allein Pollen gezogen vom Fenster? Fix, Alter. Geil. Nein, aber dann, ja. Ja, aber was ich krass gefunden habe, ist wie insane, wie es nochmal, es ist alles krass gewesen und dann ist einfach Gate-Effekt gekommen und du hast einfach gemerkt, dass die Buben geübt haben oder irgendwie einfach sich etwas überlegt haben, weil das ist einfach mal, hoppala, die sind auf die Bühne gekommen und das Publikum war ein bisschen verhalten gewesen bis zu diesem Zeitpunkt an. Und dort ist es einfach gerebelt. Dort sind auf die Bühne gekommen und haben einfach schon mal gesagt, hey, jetzt ist Party oder jetzt ist eine Eskalation und alle im Publikum so, verstanden, es eskaliert. Also ich habe alle Bands schon mal live gesehen, außer die Furia. Und ich muss sagen, die sind alle wirklich Gas gegeben. Also wirklich, keine Band habe ich gedacht, so, jetzt sind sie full geworden. Also richtig stark. Vor allem ist es so, der Rada und der Luki haben immer gesagt, ja, hey, aber es wäre schon ein bisschen blöd, wenn wir als Wacken würden kommen, weil wir müssten dann dort auf Wacken aufkesseln zum Spielen und dann runterfahren als Gränichen. Am nächsten Tag, oder? Ja. Nein, warte. Nein, doch, sie müssen nachher schon runterfahren und dann wieder das Ding. Boah, das würde ich schon her. Dann haben sie gesagt so, also eigentlich wäre es, wenn sie würden gewinnen, wäre es eigentlich schon ein Pain. Für das haben sie einfach hure Gas gegeben. Ja. Also wenn deine, also weißt du, das ist mal Dedication. Wenn du von Anfang an sagst, gewinnen wäre eigentlich ein Pain und nachher gibst du trotzdem so Gas. Ja, das ist Dedication. Das ist halt Dedication. Oder? Du musst jede Show spielen, als ob vor 1000 Leuten spielen. Ja gut, es sind ja so viele Leute gewesen. Also der Laden war nicht leer gewesen. Nein, definitiv nicht. Namentlich etwa 40 Leute aus Zürich mit einem Car. Voll. Und Sons of Coherence da gespielt.
war auch geil. Dann Heathen Heretic. Nein, fuck. Nein, jetzt nicht. Royal Isolation, sorry, my bad. Ja. Wo habe ich Heathen Heretic gesehen? Nicht Mit dort. euch. Mit euch. Nachher. Das ist nachher gesehen. Ja, ETH. das können wir später machen. Ja, voll. Nein, Royal Isolation. Und die sind auch letztes Jahr am Finale gewesen. Algebra sind Du hast auch. Metal Night gar nicht aufgeschrieben. Oh, fuck. Egal, wir merken das schon. Ja, das sagen wir jetzt. Dings, ja, eben Algebra und Royal Isolation sind schon letztes Jahr am Finale gewesen. Die habe ich gesehen bei der Schule Luzern. Auch schon dort stark gewesen, das Jahr auch noch. Und eben nachher am Schluss Days of Ruin. Die haben ganz am Schluss gespielt und dann gewonnen. Das ist eben, ja, also jede Band hat so den, sagst du Messlatte? Ja, kannst du sagen. Alright. So die Messlatte immer eine höher gesetzt. Und das in das Ruin gekommen und ist einfach fucking. Der Niki dreht sich zu mir so wie, Bruder, look, ganz gut. Und du hast wirklich im Dunkeln gesehen, fucking, und ist insane gewesen. Stimmt, der Lucky Deck gestanden. Wenn dieser Ruin nicht gönnt, mach ich stunk. Und wir nur so. Wenn dieser Ruin nicht gönnt, ist die Chance, dass Kate-Effekt gönnt, relativ hoch. Das würde ich geil finden. Wenn so der Gönner ist, Kate-Effekt und der Lucky so, nein! Das glaube ich sogar. Das wäre so funny gewesen. Nein, aber es war wirklich ein gelungener Abend gewesen. Also jeder Gönner ist absolut verdient. Definitiv. Wir haben einen coolen. Es war so wie eine Klassenfahrt gewesen. Es ist wirklich wie eine Klassenfahrt gewesen. Ja, voll. Es ist wirklich in der Stadt Chill. Es hat irgendwie so ein Latino-Märkli gegeben, wo sie so typische Latino, ich glaube so äquatorianische oder kolumbianische Musik gelaufen haben. So ein kleines Food-Festival, leider zu klein. Hätte ich schon gerne ein bisschen mehr gehabt. Du meinst 3 Zelte, die etwas verkauft haben? Genau, 3 Zelte. Das geht für dich schon als Food-Festival durch? Ich meine, es geht bis nicht mehr. Okay, fair. Dann sind wir Burger gegessen und nachher sind wir Glasse gegessen. Mit Expello. Ja, wir sind mit Expello Burger und Glasse essen. Das war super gewesen. Nein, es war ein schöner Tag gewesen. Nachher der Niki so, hey, ruf jetzt mal uns so als Expello anstellen. Ich sage, ja, wir machen den Post auf Instagram. Darum, sonst will ich nicht. Ich schicke nicht meiner Mami ein Foto von uns beim Glas essen. Schau mal, ich bin mit dem Gitarrist von Expello Wir sind am Influencer, weißt du? Hashtag Influencer. Nein, Herr Ruf, wir sind kein Influencer. Wir sind Double mit dem Podcast. Ja, eben, das ist gut. Das gefällt mir. Ja, das war dann. Wir sind spät daheim gewesen. Es war hell, die Vögel haben geschrauen. Ja, Vögel haben geschrauen. Meine Nachbarn waren wach gewesen. Ich habe innerlich geschrauen, Alter. Innerlich. Vor allem das Geilste, ich bin auch ins Bett gelegen, ich war einfach nicht müde gewesen. Ich bin im Bus. Normalerweise kann ich im Zug immer pennen, egal um welche Uhrzeit. Ich morgen um 6 Uhr im scheiß Zug rein. Guten Tag. Ja. Darf ich Ihre Fahrkarten sehen? Und ich bin nicht der Kontrolleur, ich sollte das nicht fragen. Ja, ich bezahlt, um am 7 Uhr am Morgen einzukommen. Aber ja, das war spannend. Ja, ich bin auch bezahlt, um am 7 Uhr am Morgen heimkommen. Aber wir gehen ja nächste Woche ins Greenfield, wenn wir... Oh mein Gott! Es ist Ankh-Power, Alter. Ja, ich werde in der Schule auch Ankh genannt. Ja, Mann. Let's go. More power to the Ankhs. Ja, Greenfield gehen wir solange wir Angst sind, ist ja gut. Wenn wir einfach uncoole alte Leute sind, ist es nicht mehr cool. Voll. Ankh heisst nicht uncool, Ankh heisst Onkel. Ja, wir sind Onkel. Ja. Dann, was sind wir noch gewesen? Ja, dann ist bei mir, glaube ich, eine Woche drauf, also bei mir ist absolut eskaliert nachher. Ich bin nachher als Slam Dunk auf England, also richtiges Slam Dunk, nicht auf das in der Schweiz, wo es absolut wax Line-Up hatte im Vergleich zum Rest. Line-Up in der Schweiz, also Slam Dunk in der Schweiz war ein Boston Manor Konzert gewesen. Geil. Mit 3 Vorbands. Ja. Slam Dunk in Italien und Deutschland. Noctlos und Paleface als Headliner. Okay. Und dann noch stacked unten dran. Also ähnlicher zum richtigen Slam Dunk. Ja. Okay. Abgesehen davon, dass Paleface nicht im Slam Dunk gespielt hat. Auf jeden Fall, Slam Dunk, ich kann es euch nur empfehlen, wenn ihr Anfangs Mai oder mit Ende Mai am Pfingstwochenende meistens nichts zu tun haben. Du gehst jedes Jahr, oder? Ja, die letzten 5 Jahre bin ich gegangen. Und ihr nichts zu tun habt, geht das Slam Dunk. Es ist so ein geiles Festival. Es ist viel zu viel los. Ich habe literally 15 Bands an einem Tag. Du hast Guilt Trip und Malevolence gesehen? Der Guilt Trip, Malevolence, Nocturne. Oh, fuck, Alter. Also, ich sag dir mal kurz, welche Bands ich gesehen habe an diesem Tag. Es ist brutal gewesen. Deine Nachbarn sind am Kiffen, Alter. Ja, das schmeckt es. Schmeckt nichts. Ja, doch. Vielleicht ist der ganze Porn in meine fucking Nase. Also, jetzt musst du mal schauen, was ich alles gesehen habe.
Pest Control, Youth Fountain, Dead Pony, Other People, Sim, Bayside, Cancer Bats, Hands Like Houses, Guilt Trip, Boston Manor, Comeback Kid, Tonight Alive, Bury Tomorrow, Malevolence, Knocked Loose und Good Charlotte. Schon sick. Einem Tag. Das ist crazy. Das Festival ist fucking sick. Vor allem eben Hands Like Houses. Schon lange nicht mehr gesehen. Die kommen nie in die Schweiz. Noch nie davon gehört. Du kannst Hands Like Houses nicht. Homeboy, die Band ist so geil. Mhm. Ich habe mich entscheiden zwischen Hands Like Houses und Zebrahead. Ich so, Hands Like Houses habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Zebrahead habe ich auch nicht wirklich Zum gehört. Glück bin ich Hands Like Houses schauen. Holy fuck, sind die gut. Sie haben einen neuen Sänger. Machen sie so Punk? Nein. Safe Lost Breath war ihr Support mal. Ah. Die machen so richtig gute Emo-Metalcore, okay. Alternative Metal. Alright. Das ist wirklich ein sicker Sound. Also der Sänger von ihrem neuen Sänger kann singen, Alter. Das ist crazy. Und es ist in London gsi, also ein bisschen außerhalb von London. Und es war 30 Grad gsi und sonnig den ganzen Tag. Und holy fuck, normalerweise hat es mehrere Zeltstages, es hat nur eine gehabt. Und Hands Like Houses kommt aus Australien. Und der Sänger ist so da gestanden so, und hat das Gefühl gehabt, oh mates, hi mates, you know it's really hot here. Welcome to fucking Australia. Das war richtig gut gewesen. Ja. Und dann eben Guilt Trip. Ich habe herausgefunden, wie Guilt Trip ihre Hütchen anhat. Es gibt zu viele Live-Shows. Die Hutlinie ist parallel zum Boden. Sie haben Trucker Caps, du brauchst ein Trucker Cap, sonst geht es nicht. Alright. Und da, ich weiß nicht, wie der Brim heisst, das da heisst auf Deutsch. Einfach das Hütchen, das da. Das muss, wenn du einen normalen Hut hast, ist das ein bisschen so. Ja. Guilt Trip hat es parallel an und so und aufgesetzt. auch, und dann siehst du einfach so, Guilt Trip ist darum meiner Meinung nach eine maskierte Band, weil man sieht einfach ihr Gesicht nie. Bei zu viel Live-Show-Videos von denen Das war fucking sick gewesen. Also es war wirklich geil gewesen. Ich habe den Hellfest-Performance, glaube ich, schon 5 Mal gesehen. Ich lasse einfach mal laufen, einfach so. Ja, ich kann mich gar nicht mehr wirklich daran erinnern, dass ich Tonight Alive gesehen habe, aber ich habe alle Bands aufgeschrieben. Also abgesehen von der Bar ist alles geil gewesen am Festival. Es ist gemütlich, die Leute sind super fröhlich, es ist einfach eine absolut geile Stimmung. Die Briten sind mega zuvorkommend, sie stehen anständig, sie sind anständig, die Leute singen mit, sie singen wirklich mit, sie können alle Texte von diesen Bands, die sie geil finden. Es hat einfach keine Idioten dort, es sind wirklich nur gemütliche Leute, du kannst mit allen einfach dumm schwätzen, es ist mega cool, nice, es hat Essen dort. Und dann haben wir uns also gefragt, wieso das so ist, wieso das so gemütlich und lovely ist. Es fühlt sich wirklich einfach so friedlich an. Also, du bist dort und es ist so, niemand ist unnötig laut. Gut, es hat keinen Campingplatz. Das heisst, es kann dir auch niemand so mit so einem Boomboxen so am Morgen um 6 Uhr auf der Heide weht ein kleines in die Ohren schreien. So Zeug passiert alles einfach nicht. So die Sachen, alle so unangenehme Sachen vom Festival. Es gibt schon gewisse Leute, die irgendwie so Caveman sich umwandeln, so was ein Campingplatz innerhalb von 500 Metern. Genau, es sind alles noch so normale Leute. So. Du hast das Gefühl, du kannst mit all diesen Leuten noch normal etwas, die funktionieren alle noch. Ja. Und dann ist der Nico absolut der Held gestanden und hat das Gefühl, Bruder, ich weiss, wieso das so ist. Und ich nur so, why? Und er so, Junge, da hat es keine Rammstein-Fans. Und ich nur so, ja. Und das stimmt. Weil an allen anderen Schweizer Festivals, wo es nie so friedlich sich anfühlt. Weil so, nicht gegen das Greenfield, aber das Greenfield hat nicht so einen lovely Vibe. Weil das ist wirklich einfach so, Slam Dunk fühlt sich an wie Emo Night. Es sind alle einfach so happy, dass ihre Bands spielen, die sie vor 15 Jahren geschaut haben. Ja. Und der Vibe hat das Greenfield nicht. Greenfield Campingplatz ist amigs wirklich einfach Krieg. Ja, es ist wirklich einfach, egal wo du bist, es ballert, irgendein Double muss einen Generator angestellt haben, irgendein anderer Double muss noch lauter Musik hören als der andere. Es muss immer noch möglichst Metal sein, noch mehr Hard, noch mehr das. Und wenn du nicht schwarz angelegt bist, bist du ein Bastard. Ja, also einfach, es ist so, am Slam Dunk hat es keine Rammstein-Fans. The Venn Diagram is pretty clear. Der Venn Diagram Zum Venn Diagram wieder mal erwähnen im Podcast. Man hat schon lange nicht mehr Venn Diagram. Du meinst die Schnittmenge von... Genau. Es hat Idioten an dem Festival und Rammstein spielt an dem Festival, ist relativ gross. Oder nein, das Rammstein-Fans und Caveman das. am Festival. Ja gut, das ist Also nicht, ich meine, wenn du Rammstein einfach so los ist, ich meine dich nicht. Wenn du Rammstein-Konzert gehst, ich meine dich nicht. Ich meine, Rammstein-Fan ist für mich eine Diagnose. Das ist ein Charakter, nicht ein
Ja, voll. Für mich, wenn du Rammstein hörst, habe ich nicht das Problem mit dir. Ist so ein Stereotyp. Ich habe nicht per se ein Problem mit Leuten, die Rammstein hören. It's a joke, people. Es ist mehr so, wie die SVP Ausländer generalisiere ich einfach Rammstein-Fans. Genau, ist lustiger so. Ja, aber das Problem ist, ich habe halt also auch nicht Unrecht. Ich habe nicht gesagt, du hast Unrecht. Du kannst mir die These nicht widerlegen. Nein, Es hat keine Rammstein-Fans am Slam Dunk und am Slam Dunk ist alles friedlich. Wir roasten gerne jede Zielgruppe da. Also, was sind wir gesehen? Ja, dann, nach dem Slam Dunk. Mhm. Dort habe ich so ein Line-Up, also stacked Line-Up. Aber ich muss mal aufhören, ich muss nicht mehr mit den Leuten rumhängen, die die gleiche Musik hören wie ich. Ich muss mit anderen Leuten rumhängen. Weil sonst gehe ich immer nur die Bands schauen, die ich sowieso schaue. Mhm. Weil ich habe jetzt Knocked Loose so 6 Songs geschaut, dort am Slam Dunk, und bin dann Charlotte schauen. Ich hätte einfach von Anfang an Charlotte schauen. Schon. Ja, aber dann auf die andere Seite, der Nico und ich haben einen Pornstar Martini getrunken, während Knocked Loose auf der Bühne gemacht hat. Und der Bruder hat das chattert. Cheddar wie Sau. Also es hat wirklich mehr Cheddar gehabt wie britischer Käse. Ja, Knocked Loose sind schon... Vor allem, sie haben ja im Komplex gespielt und der Sound im Komplex war wirklich nicht so geil gewesen. Also ich bin schon froh, habe ich noch kurz mal die komplette britische Dröhnung, britische PA-Dröhnung Knocked Loose in die Fresse bekommen. Das ist ein anderes Level. Die Amount of Distortion, die sie haben, ist einfach insane. Der Amount of wie der Sound gefickt hat am Slam Dunk. Der Nico und ich sind etwa 400 Meter von der Bühne weg an der Bar angestanden. Es hat uns immer noch einfach in die Nüsse gegingt, jedes Mal, wenn das Bassdrum gepasst hat. Bassdrum pumpt hat. Es ist so insane. Ich habe ein paar Videos gesehen von der Signal Chain von der Gitarrist vom Isaac Hale. Und es ist einfach so wie, der Pitch Shifter noch Dings dazu und der fucking Phaser whatever noch im Rhythmusgitarrenton. Ja, voll im Rhythmusgitarrenton. Einfach insane, wie viel Shit er hat und es funktioniert. Ja, es ist einfach, ja. Es muss nicht es muss einfach ficken, Alter. Sag ich ja schon lange! Fickt euch mit euch eine Drecksgitarre! So, ich bin schon ein Fan von Tight Riff Shit. Kasi, der ist für dich. Aber Caveman Shit ist auch geil. Kasi hat gesagt, er liebt es, wenn Leute auf so Rants gehen. Und ich habe jetzt gerade so einen Rant. Fickt euch mit euren Gitarren-Sounds, die alle genau gleich tönen. Geht heim. Nenn nicht den gleichen. Fick dich mit dem PV5150, fick dich mit dem Tube Screamer, fick dich mit dem EQ-Cut, den du machst, und fick dich mit dieser verdammten Mesa Boogie-Box. Gang heim. Mach etwas Eigenes. Eine Gitarre muss lärmen. Mach einfach Brütz. Wenn der Gitarren-Sound geil tönt, tönt er geil. Lass sie. 5150 und Mesa Boogie Oversize ist schon... Jeder hat es, tönt alles gleich. Jeder gottverdammte Gitarren-Sound heutzutage tönt gleich. Ich weiß schon, von wem? Alles tönt gleich. Und dann machen sie noch EQ-Cuts drin. Und dann fragen sie sich, wieso tönt meine Gitarre so steril und nicht dreckig? Weil du alles dreckig rausgeschnitten hast! Du musst eben blenden nachher mit einem... Im Boundaries war aber im Garza-Podcast gewesen. Und die haben erzählt von ihrem Ton, wir sind auch so ein richtig nasty Ton. Und sie nutzen eben 5150 mit Oversized Cap Club. Und sie mischen es nachher mit dem Engel Powerball. Für den Byte. Fuck it, nimm doch direkt den Engel Powerball, Alter. Nein. Blend it, sodass du nachher die Charakteristik von beiden haben. Das ist einfach geil. Ja, blend it, dass der scheiß steril noch 15 Sound noch ein bisschen geil kannst machen. 55 ist insane geil, ich lieb's. Ist schon geil, aber jeder hat es dann alles gleich. Weißt du, Desert Island Amp ist für mich 55, oder? Ja, das ist schon so... Ja, fairer Punkt. Ich sag nicht, mir ist generell der 50... Obwohl der PRS Archon ist auch... Der 5150 ist generell nicht schlecht. Aber mach nicht einfach... Du tust einfach gern gegen den Current schwimmen, oder? Das ist halt so. Nein, du siehst, dass alle etwas brauchen, ich kann das auch belegen. Ich habe nämlich herausgefunden, was das Problem mit Metalcore ist. Metalcore ist durchgentrifiziert. Ja. Metalcore ist gentrifiziert, weil du kannst ein Metalcore-Festival nehmen. Du kannst das Line-Up nehmen von einem Metalcore-Festival. Du kannst irgendeine Band rausstreichen, durch eine andere Metalcore-Band ersetzen und es ist das gleiche Line-Up. Aber wir müssen unterscheiden zwischen Octane Core, Metalcore und Bands wie Boundaries, wie Orthodox, wo ich so wie der Return to the Classic Metalcore Sound. Aber Boundaries und Orthodox sind nicht auf einem Metal, sondern ich rede nicht von so einem Metalcore-Line-Up. Ich rede von dem Metalcore-Line-Up. Radio Pop Metalcore. Ja, Metalcore halt. Genau. Hardcore und jetzt gibt es so wie einen neuen Move, wo so wie Neo-Classic, whatever the fuck. Nein, ich rede nicht von dem. Ich rede vom durchgentrifizierten Metalcore. Wo alle genau gleich tönen. Wo alle das gleiche Plugin brauchen. Ich habe das Gefühl, ich meine, das wird es immer wieder geben. Ja. Aber ich habe das Gefühl, ich kämpfe dagegen an. Das andere Metalcore ist wieder am zurück. Du hast ja die fucking junge Band gesehen, die irgendwie ein Video
gemacht haben, wo wie 2001 aussieht. Und es ist wirklich geil. Das ist gut. Ich sage ja nicht, dass alles schlecht ist. Nein, deswegen, es gibt so einen coolen Move, wo ich so wie versuche, einfach den nastier Sound zu machen. Es ist die Grungification von Metalcore. Grungification von Metalcore, tatsächlich. Und das ist geil. Zuerst ist gentrifiziert worden, jetzt wieder grungifiziert. Ja, gut, wir sind absolut vom Thema abgeschweißt. Nocturus-Konzert. Hauptsache, ich habe nicht aufgehört, fucking Boundaries letztes Album zu hören. Und jetzt kommt ich bin mir ziemlich sicher, wenn du mir Boundaries zeigst, würde ich es entweder hassen oder nein, du lieben. Ja, okay, du gerne. Ja. Du hast in dem Fall nicht gentrifiziert. Aber du musst mir zustimmen. Wenn du so ein 0815 Metalcore Festival anschaust, du kannst irgendeine Band rausstreichen. Bruder, es ist so wie, wir können ein Spiel spielen, wo darum geht, ist es I Prevail oder Wage War, Alter, und ich würde verlieren. Ist es I Prevail oder Wage War? Ja, fuck me, Alter. Ich würde Fit for a King kannst du da auch gerade reinschmeißen. Ja, inzwischen. Ja, also nein, aber die Festivals, wo die Bands Headliner sind, da kannst du wirklich jede Band nehmen. Du kannst auch Bad Omens nicht tun. Alle die Metalcore-Bands. Bad Omens ist auch kein Metalcore, Alter. Weil Sleep ist Sleep Token ist auch kein aber Sleep Token würdest du aber erkennen. Das ist der Unterschied. Fairer Punkt, aber es ist kein Metalcore. Ja, ist President, Alter, ist auch so etwas. Was ist das? Sleep Token ist Baby-Making Core. Es ist nicht sexy. Hört auf so tun, als ob Sleep Token sexy wäre. Ich sag's nicht. Das sind... Ja, ich sage nicht, dass du sollst aufhören so tun. Aber das sind Goth-Chicks auf TikTok, Alter. Wo auch keine Goth-Chicks sind. Es sind irgendwelche Onlygram-Content-Creatorinnen, die sich schwarze Schminke ins Gesicht klatschen, schwarze Push-Up-BHs anlegen und nachher alle fucking Goons anbekommen. Es ist genau die gleiche Scheiße wie immer. Bringen wir zurück fucking den Begriff Poser, Alter. Ja, all die huren Goth-Chicks, die momentan auf Instagram sind und bei diesen Dating-Panel-Shows mitmachen, wo der Trevor Wallace drin ist. Das sind keine Goth-Chicks, das sind alles Posers. Kann ich bitte Mobbing zurückbringen? Ich habe mal einen Take gehört, dass einer gesagt, ich weiß nicht mehr, welcher Komiker das war, aber er hat gesagt, man merkt, dass Mobbing an Schulen nicht mehr erlaubt ist, weil Leute können einfach... Die Leute kommen einfach mit Sachen durch, die einfach so früher nicht durchgekommen wärst. Die aber auch fair sind, dass du nicht durchgekommen wärst damit. Gute Kollegen tun dich outcallen, wenn... Ja, nicht Mobbing, vielleicht ist Mobbing der falsche Begriff. Nein. Aber deine Homies sagen, dass das, was sie machen, einfach nur nicht machen sollst. Das solltest du wieder zurückbringen, ja. Wie du mich outcallst, wenn ich wieder irgendetwas mache, wo ich muss outcalled werden dafür. Fair. Ja, aber das ist gut. Aber das brauchst Leute, die nicht Yes-People sind. So, ja, du musst nicht dir auch noch schwarze Schminke ins Gesicht klatschen und auf Instagram hinter einem Tüchlein stehen und nachher irgend so einen Dude fragen, ob es schlimm ist, wenn du nur 1,65 anstatt 1,67 groß bist. Und weißt du, welche Reels ich meine? Die so 3 Dudes in einer Reihe stehen und nachher irgendwelche von einer Show, wo noch nie ich gesehen habe, dass es eine ganze Folge von dem gibt. Weil es gibt nicht. Es sind nur Reels. Es ist so wie Bruder, jeder Clip von Our Show Speed. Ich habe noch nie gesehen, dass der Bruder... wo siehst du Our Show Speed, Alter? Ich weiss. Ich komme nicht mehr raus. Dann Leute einfach so den Content in so 10 Sekunden Clips einfach konsumieren und es ist so wie als ob es eine Fernsehshow wäre. Ich glaube im Fall wirklich, dass Kids heutzutage nicht mehr 20-minütige YouTube-Videos schauen. Weil das sind ja eigentlich so Dating-Shows. Weil es sieht so wie eine fucking Show, wie es so eine Halbstunde-Show. Ja, genau. Und einfach immer so 15 Sekunden Clips sind. Voll. Und nachher ist es einfach irgend so 2 Chicks, wo so dort stehen, so okay, ich sage jetzt mal, you're a good boy. Und nachher standen so, das macht etwas mit mir. Und das fucking fickt euch alles Knie. Fickt euch alles Knie. Ich sage, Leute sollten sich einfach wieder mal mehr ins Knie ficken. Gut, Knocked Loose. Ja. In Zürich. Ist für mich gerade sehr ein enttäuschender Abend gewesen, generell. Schon. Ja, weil der Nico hat mich clickbaitet. Er hat gesagt, der Nico hat mir ein Ticket gekauft und der Nico hat mir gesagt, dass Death Heaven Vorband ist. Und ich so, sick! Und dann ist der Tag vom Knocked Loose Konzert gekommen und ich so, also Static Dress ist heute leider nicht Vorband, für XOXO und ich so, Confusion on multiple occasions, weil ich so, hä? The fuck is going on? Also erstens habe ich damit gerechnet, dass Death Heaven Vorband ist. Zweitens, Static Dress ist Vorband. Confusion schon mal dort. Dann Static Dress kommt nicht aus Britannien raus. Nein, Static Dress ist nicht aus Britannien rausgekommen. Darum haben sie nicht spielen. Von wo sind sie? Britannien. Aha, okay.
glaub's. I don't know what the fuck is wrong. Irgendetwas mit ihrem Passport, keine Brexit-Shit. 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 Fair, ja. Und dann ich so, okay, in dem Fall ist XO jetzt Vorwand. Fair Play. Confusion, perfekt. Bist du? Super, aber was das Gute ist, ich habe nochmal einen Rant. Weil, fuck mich, heute wird es eine rantige Folge. Weil, bist du schon mal ein Ticket gekauft in letzter Zeit und hast dann auf der Ticket-Corner oder Eventim oder C-Ticket-Seite irgendwelche Infos zu diesem Anlass anschauen? Ist schon schlimm, ja. Junge, es hat keine Infos da drauf. Nix. Gottverdammt, du findest nichts. Du klickst auf das Event und dann so, willst du 2 Tickets? Mit Versicherung? So, nein, ich will wissen, wo, wenn, wie. Oft zeigt sie nicht einmal die Openers. Es zeigt nichts an für das Konzert von Noctlus. Und Amix sind so wie 4 Bands und in der Bild und so, du musst irgendwie noch in Google gehen und suchen. Wenn du das gesucht hast, das Konzert von Noctlus, weißt du, welcher Anlass ist dir gezeigt worden? Noctlus letztes Jahr mit Death Heaven. Darum hat der Nico das Gefühl gehabt, Death Heaven sagt Vorband. Zeig mir noch alle Infos. Man geben doch wirklich fucking, wie heisst sie da? Live Nation, ihr Hure. 5 minutes later. Ja, das ist schon funny. Wir kommen einfach nirgendwo hin. Aber, was sind wir gesehen? Chwoi Triefter. Nein. Chwoi Triefter. Das sind wir schon lange gesehen. Aber ja, ja, du wirst wieder mal dran mit etwas erzählen. Ich bin nicht noch schauen. Ja, das ist ja fertig. Ja. Nein, aber nachher, es hat noch den Red Carpet Banner Room Livestream Show gegeben, wo wir mit Matt Sevilla und RBG Production ausgeholfen haben und kollaboriert haben. Das war cool gewesen. Also ich mache dort Videoaufnahme und Video-Recording mit den Boys von Cracker Report. Das ist eine coole Sache. Das ist der Audio-Tree von der Schweiz. Cheers. Hochwertig und ist cool gewesen. Wir haben es mit ich muss die Namen von den Bands. Weiß ich nicht mehr. Fuck. Goddammit. Das wäre so noch gewesen, hätten wir das aufgeschrieben. Ja, voll. Nein, eine ist so eine Band von Uranus. What? Ja, es ist Eid from Uranus. Du musst einen Clip, zumindest einen Clip machen von dem Ding, von dem Interview. Das ist funny as fuck. Ja, das ist Eid, heisst Eid ist E-I-T. Es ist aber erstmal so Hardcore-Show gewesen und diesmal ist so ich glaube, du musst generell mal erklären, was nicht abgelaufen ist, weil es hat keinen Namen es ist so, inklusive mir. Es ist so Indie... Was hat der Name? Fuck. Ja, aber was ist der Anlass gewesen? Weil ich ist ein Livestream, Konzert mit Interview von 2 Bands gewesen. Eine ist EIT from Uranus. Siehst du? Ah, ist geil. Eben. Und das sind funny as fuck, die Boys. Wirklich sehr lustig gewesen. Und sie machen Uranian Music. Und Dings hat auch noch gespielt. Simon Tried to Cry. Und ich muss jetzt herausfinden, wie der Sound. Fuck, sie tun nicht den Genre im Dings tun. Weil es ist so alternative. Es hat einen Namen, der fucking. Es ist aber nicht Metal gewesen, es ist eher so alternative Abend gewesen. Shoegaze. So Shoegaze, alternative gewesen. Und genau, die 2 Bands sind es gewesen. Simon Tried to Cry und 8 from Uranus. Und es war funny gewesen. Geil. Oder cool. Und Livestream-Show könnt ihr in YouTube schauen. Bei Red Carpet Band Room. Also check es mal ab. Wir werden weiter so Livestream-Shows machen. Also wenn ihr gerne mal Livestream-Show wollt spielen, so es nachher verewigt wird auf YouTube, dann schreibt mal Cracker Report und Red Carpet Band Room. Ja, ich bin dort am Filmen. Das ist geil. Shoutout Cracker Report. Macht super. Sehr gut. Ja. Weitermachen. Voll. Was haben wir nachher? Dings. ETH Metal Night. Sind wir gesehen? Meth All Night, ja. Meth All Night. Wo du mir einfach Getränke angestellt hast und ich das Gefühl habe, es sei Tonic Water. Ich habe ein lustiges Spiel mit dem Bella gespielt, wo ihr alle könnt mitspielen könnt. Jetzt hört mal zu. Was ich gemacht habe, ist, der Bella hat angefangen zu spielen. Also ich bin mit Fearlab dort am Spielen gewesen. Genau, Bella hat mit Fearlab gespielt. Ihr habt auch mit wem haben wir gespielt? Mit Final Story. Ja. Mit Heathen Reddick. Ja. Und ich habe ein neues Spiel angefangen, wo ihr könnt auch gerne mitmachen. Macht bitte mit. Bei jedem Taoist, bei jedem Eversys, bei jedem Matchbox Whispers oder bei jeder Fearlab Show. Das funktioniert im Fall nicht. Und zwar... Das funktioniert, ich grätsch noch schnell rein. Mhm. Das Spiel könnt ihr meistens nicht spielen. Mhm.
Der einzige Grund, warum wir das Doch. Spiel können spielen, ist, wenn ich mit dem Zug an das Konzert gegangen bin. Fair. Also, was ich gemacht habe, ist, ich habe gefunden, ich tue jetzt den Bella abfüllen, weil es ist funny. Und er ist mit dem Zug da gereist. Und dann habe ich, plus hat es geholfen, dass Drinks halt mega günstiger sind an der Method Night. Und dann habe ich einfach mal ein Gin Tonic gestellt, neben den Base Rig. Und habe gesagt, hey, look, trink mal, Bruder, ich bring dir mehr. Und dann hast du einfach... Ja, ich habe eben nicht gecheckt, dass dort wirklich Gin drin war. Fair. Hat nicht so fest nach Gin Tonic geschmeckt, Und mehr dann- nach Tonic. Ja, und dann haben wir so eine Conspiracy gebaut zwischen ich, der Nico, meine Verlobte Lara und sonst noch jemand, der dort war. Und dann haben wir alle dafür gesorgt, dass der Glas nie leer ist. Und dann haben wir immer austauscht, das alte Glas mit dem neuen Glas und du hast was? 4, 5 Gin Tonics? Keine Ahnung, ich glaube, ihr habt gesagt, pro 3 Songs ein Gin Tonic. Bist du richtig parat gewesen, Alter? Ich habe es vor allem gar nicht gemerkt, bis wir aufgehört haben zu spielen. Es ist sehr lustig. Dann ist so, hui! Ich habe es genossen und ich kann mitspielen, aber nur wenn der Bella nicht fahren muss. Also generell, ich spiele das, also generell, wenn ich keinen Bock habe, um das Spiel zu spielen, spiele ich das Spiel nicht. Also, Voll, wenn voll. ihr mir jetzt einfach Alkohol anstellt und das Gefühl habt, ich trinke das, vergesst es. Es gibt Voll. Leute, die mich kennen, würden bestätigen, es gibt wenige, wo bei mir mehr eine Gegenreaktion auslöst wie Gruppendruck. Warte. Wie meinst Ja, wenn jetzt quasi ich etwas nicht will Mhm. und dann sagen mir die Leute, aber ich muss das machen. du? Ja, Oder sagen jetzt, alle machen das, du musst das auch machen. fair. Siehst du, fair. das hast du vorher gerade gesagt, ich muss einfach gegen den Strom schwimmen. Voll, Wie voll, bei den voll. Amps. Tatsächlich. Je mehr, dass man mir sagt, ich muss etwas machen, umso weniger werde ich das machen. Und je Ja. mehr ich das Gefühl habe, ich will etwas nicht machen und dann sagen aber alle, ich sollte das machen, umso weniger. Vor allem mit so Alkoholsachen. Und das Voll, ist voll, glaube voll. auch ein Grund, wieso ich noch nie geraucht habe in meinem Leben. Weil das ich ist einfach gut. gesagt habe, Voll. ficke dich heu. Einfach, Und dann alle gesagt haben, ja, aber probier dich mal. Und ich so, nein, probier doch, willst du cool sein, Alter? Komm, das rauchen alle. Ich so, Ist krass, egal, Bruder. Alter. Komm, bist krass, Bruder. Darum ist auch Junggesellen, ich finde auch Junggesellenabschied etwas verdammt Dummes. So, Ja. ich mache gerne Saufspiele, aber wenn Saufspiele, wenn erwartet wird, dass ich am Saufspiele mitmache, weil das Saufspiele ein Teil vom Programm ist, dann mache ich nicht mit. Ich finde schon funny, wie, ich weiß nicht, wo ich das gesehen habe, aber so, wenn Engländer und Schotten lernen, dass Amerikaner Saufspiele machen, so Spiele. Ja, ja. So Aber weißt du, was ich meine? Bei so einem Junggesellenabschied, wenn es jetzt einfach so, ja, wir laufen jetzt da hin und dann, es ist 4 Uhr, wir müssen jetzt eins trinken. So, fick dich, Aha, Alter, nein. ich lerne den Shot Das definitiv ist- am Boden. Das ist eine Schweizer Sache. Ja, Und ich kann, aber nein, aber generell, so in dem Stil, wenn es so aufgezwungen wird, es gibt nein, nichts nein, Schlimmes als das. also ich habe gerade den Jungsabschied mit Latinos gemacht und wir sind rausgegangen, haben gelaufen, haben getrunken und so, aber es ist nicht so wie, ja, jetzt müssen wir das Spiel machen, jetzt ist Schöttli und so, nein, fuck that, Alter. Nein, Ach, einfach, nein, ich trinke gerne, ich mache gerne Trinkspiele, aber es muss sich organisch ergeben. Ja, ich muss sagen, es gibt einige so Spiele in der Schweizer Kultur, wo ich einfach ultra cringe macht. Ja, logisch. Aber Und, weißt du, ich spiele gerne mal, also ich mache gerne mal so dumme Sachen mit, aber sie müssen sich organisch ergeben und nicht einfach geplant sein, weil alle finden, das sehr cool. Okay, fair. Also, wenn du mal beim Taoiskick das Spiel willst spielen und Der Bella Mike macht definitiv nicht mit. mitmacht, der Mike wird definitiv Ja sagen. Von dem her, ihr könnt immer, wenn der Gitarrist dann, der Bella, nicht mitmachen, der Mike wird zu 100% Ja sagen. Geil sich, schau Mike. Also generell, wenn jemand keinen Alkohol will trinken, stellt ihm keinen Alkohol an. Weil ich habe auch schon Leute gehabt, ich trinke ja einmal im Jahr einen Monat keinen Alkohol. Mhm. Habe ich auch schon Leute gehabt, Einmal im Monat im Jahr. Nein, einmal im Jahr einen Monat, Mhm. dass ich dann keinen Alkohol trinke. Und Ja, dann bin ich auch fair. schon mal in einer Bar gehockt und dann habe ich so keinen Alkohol getrunken. Und dann so, ja, du nimmst noch ein Bier nachher. Und ich so, nein. Mhm. Ja, aber ich zahle dir eins. Ich so, nein. Ja, aber ich wollte Ja. dir ein Bier zahlen. Ich so, nein, ich trinke Ja, nicht. ich selber trinken. Dann haben sie mir das Bier angestellt und dann sind sie hässlich gewesen, weil ich es nicht getrunken habe. Und Ja. ich so, Kollege, ich habe dir 3-mal gesagt, ich trinke das Bier nicht. Wenn du mir jetzt ein Bier anstellst, ist meine Reaktion eher, dass ich dir ins Gesicht leere, wie das Ja, ich das trinke. ist schon selber schuld, Alter. Ich meine, das ist auch so etwas. Ich bin Leute drum- aufzwingen zum Trinken ist einfach auch absolut dämlich. Ich bin definitiv in dem Sinn komplett das, was. Jetzt muss ich den Satz muss ich jetzt richtig formulieren. Oh, ja. Ich bin definitiv in dem Sinn a Bitch. Because. Ja. Das macht auch keinen Punkt. Sinn. Lass mal zu. Punkt. Es ist eine gute Theorie, die ich da habe. Wenn jetzt all die Alpha-Males behaupten ja immer, dass Frauen sich unterwerfen wollen, oder? Wenn das würde stimmen,
Wieso habt denn ihr alle immer Probleme mit den Bitches, in Anführungs- und Schlusszeichen? Weil es basiert auf Unsicherheit. Ja, weil die Frauen sich nicht unterwerfen wollen. Die sich unterwerfen, sind immer Dudes. Wer geht ins Militär? Wo bist du am unterwürfigsten? Mhm. Wo bist du am unterwürfigsten? Im fucking Militär, in der Armee. Und wer meldet sich freiwillig mit der Armee gehen? Dudes. Es sind zu 99% Dudes. Zu 95% sind es Dudes, die sagen, yes, ich gehe in die Armee. Ich gehe jetzt nicht hin, so mit anderen Leuten, dass mir andere Leute können sagen, was ich machen muss. Dass ich das mache, was andere Leute sagen, dass mich andere Leute können anschreien und dass ich stolz darauf bin, dass ich etwas geleistet habe. Es sind Dudes. Ja, hauptsächlich, ja. Hauptsächlich Dudes. Frauen machen das nicht. Darum, es gibt doch einige, die sind aber richtig hardcore. Ja, aber das ist ein anderes Thema. Aber darum, generell ist eigentlich der Maß unterwürfigere Geschlechter. Ja, definitiv. Ja. Darum, sagen wir ja alle, ja, ich sage Tussi. Von dem her, vielleicht bin ich einfach nicht unterwürfig und darum mache ich bei so Sachen nicht mit. Wir sind Sigma-Males, Bruder. Wir sind einfach Bitches. Wir sind Sigma-Angst, Kollege. Oh ja. Hell yeah. Nein, jetzt ist doch gut gewesen. Was ich jetzt noch sagen ist, ich bin am Samstag im Werk gsi, habe für das Greenfield ein Video gemacht. Ah, das war im Werk. Sorry, das könnt ihr schauen auf Instagram. Natürlich bin ich nicht dort gewesen, ja. Greenfield-Page gehen und das Video von Save Last Breath schauen, das ich mit der Lea zusammen gemacht habe. Und ich muss noch ein Video für Save Last Breath machen. Ja, mache ich am Samstag in dem Fall. Ja, in dem Fall. Das ist Plan. Also sie haben gesagt, sie brauchen es nicht bis heute. Und am Freitag, 5. Juni, kommt ihre neue Single raus. Morgen? Yes. Aber was sind sie noch da geschrieben mit Chevre? Ja, es kommen, glaube ich, bis 7 Songs raus, wo sie dabei sind. Der Rico macht, glaube ich, bei Trust the Shark und bei Zevret ein Feature. Was mit Trust the Shark haben sie noch nicht öffentlich gesagt, oder? Sie haben nur so ein Profilbild gemacht. Es war noch gestern ein Post auf Instagram mit einem Songteaser drin. Aber es ist nicht so wie, wer könnte die Silhouette sein? Und so also der Sänger von Trust the Shark ist der gestanden und hat gesagt, welcome to the collab, Trust the Shark, Save Your Last Breath, 2026, okay. Rico, take it away. Ich glaube, es ist ziemlich safe. Es ist funny, wir haben ein Video rausgebracht, wo sie so wie gezeigt haben, so wie, boah, wer könnte die Silhouette sein? Und so wie, Rico. Hat er einen Windbreaker an? Nein, der macht immer einfach eine Pose nach unten. Ein Windbreaker, dann ist der Rico. Windbreaker und Kopf nach unten, so wie, immer. So, ist das so der typische Rico-Post. Der Rico-Move ist geil. Ja. Auf jeden Fall, ja. Shit, wie heisst denn heute Song von Ihnen? Reverberate? Nein. Resonate? Resonate, genau. Ist Resonate? Resonate. Ihr neuer Song Resonate kommt wahrscheinlich jetzt raus, wo du den Podcast hörst. Gang hören, er klopft brutal, er wird live ficken. Ich habe ihn nämlich am Samstag schon gehört, weil sie haben Production Day für Screenfield. Wegen. Yes. Holy fuck. Scheppert das. Von dem her, wenn du noch nicht ganz safe bist, ob du als Greenfield kommen willst, komm. Samstag. Mainstage. Es lohnt sich. Es scheppert. Ich und der Ricky werden dort sein. Der Ricky und ich werden dort sein. Jawohl. Zuerst scheppert und dann severet. Es scheppert und scheppert. Der Rico muss hure säckeln. Ah ja. Er muss von Save Last Breath Bühne, von der Mainstage muss er auf die Kleinstage zum Severet als Feature machen. Oh, damn, ja. Alright. Einen Windbreaker gar nicht abziehen. Nein. Stell dir vor, es ist so richtig heiß. Er hat schon das Gefühl, also Bruder, was mache ich, wenn es heiß ist? Ja. Dann habe ich nur gesagt, du spielst auf der grossen Bühne, dort ist die Sonne hinten dran, ist kein Problem. Und er so, fuck ja. Nicht am Mittag, nein. Doch. Am Mittag ist schon ganz oben. Nein. Die Sonne, die Stage ist immer im Schatten als Künstler. Als Künstler, ja, als Künstler schon. Ja, der Rico steht auf der Bühne, Alter. Ja, ich hoffe nicht, dass er nicht auf der Bühne steht am Samstag. Für uns ist es heiß, ja, das stimmt. Du hast recht. Für euch wird es ein Pain sein. Der Demi hat mir gezeigt, wie man Evertunes Gitarre sagt, das stimmt. Ja, das ist nicht einfach im Fall, ich schwöre recht. Ja. Also, ich hoffe einfach, er macht sie nicht kaputt. Voll. Aber tut er die Evertune recht nicht am Breakpoint setzen für Bands oder gar nicht? Ja, doch. Ja. So wie man es halt macht. Nicht unbedingt. Ja. Ja, Evertune ist cool. Mach einfach die Seite nicht kaputt, mir bitte. Ja. Es ist nur 40 Minuten, mach einfach die Seite nicht kaputt.
Sonst kannst du mich rufen. Können wir zusammen versuchen. Ich kann dich nicht rufen. So, musst du also. Ich komme nachher bei Security. Ricky prügelt sich mit der Security. Ich muss Server-Tune flicken. Das ist auch etwas. Also, ich habe mit der Lea letztens diskutiert. Ja. Mit Lea hat mir geschrieben so, mal Jungs, könnt ihr jedes Mal, wenn Tech-Talk ist oder irgendwie so Stage-Talk oder sonst irgendetwas oder so Musiker-Talk ist, hat sie gesagt, kommt sie nicht raus. Dann habe ich ihr gesagt, hey Lea, schreib doch einfach alle Fragen auf. Und dann machen wir mal eine Fragerunde-Folge, wo du einfach all die Fragen kannst stellen. Und dann hat sie das Gefühl gehabt, okay, aber das geht länger. Dann habe ich das Gefühl gehabt, ja, dann frag doch noch alle Leute, die du kennst, was man so könnte fragen. Ja, das Gefühl, man könnte das ja mal im Podcast sagen. Also, ja, für euch, ihr könnt auch Fragen stellen, Leute. Wenn du nicht irgendetwas hast, was du gar nicht verstehst, wenn wir jetzt von irgendetwas reden, wenn wir jetzt von Ineos reden, wenn wir jetzt von DI reden, wenn wir von Ineos reden, kannst du bei Eversis das Video schauen, ich habe mal eins gemacht. Auf jeden Fall, wenn du irgendetwas so Tech-Talk, Stage-Talk, Bühnentalk, Musiker-Talk nicht verstehst, schreib uns auf Instagram. Yes. Schreib uns die Frage auf Instagram, die Lea sammelt die und dann können wir die einfach irgendwann mal alle beantworten. Allgemein, schreibt auch sagt Hoi. Whatever. Weil ich sehe nämlich, wie viele Leute den Podcast hören und nachher sehe ich zwei Kommentare und ich finde es schade. Wir können ein bisschen mehr miteinander kommunizieren. Die wollen das eben nur zuhören, aber nicht mit uns miteinander Hoi sagen. Ja, das ist wie so ein Zoo, weißt du? Die schauen ich das weiss, so zu, ich weiss, wir sind Pinguine. Sie schauen das zu wie so Tiere und dann denken sich so, ja. Voll. Ist interessant zum Zuschauen, aber ich wollte nichts mit denen zu tun haben. Ja, genau. Wohl ganz ehrlich, to be honest, ich mache genau das Gleiche. Ich höre auch Podcasts und ich schreibe nie einen Kommentar. Außer es kommt gerade etwas, was ich eine Frage habe. Von dem her, ich verstehe euch. Fair enough. Ja, fair. Also, kommen wir zu dem, wo wir eigentlich schon lange dazukommen. Voll. Mir schuldet nämlich zwei Bands noch etwas. Voll. Wann haben sie ausgeschrieben? Das ist schon länger her. Ich mag mich nicht an das Datum erinnern, was heisst, dass es schon viel länger her ist. Aber es muss vor dem Release von den neuen Homeward-Songs. Yes. Und zwar... Sorry! Wir haben Homeward-Songs bekommen, bevor die raus sind. Ja, dann haben wir sie gelost, haben gesagt, sie sind hure geil, haben Homewards-Feedback gegeben und dann einfach komplett verschwitzt, das im Podcast Haben wir ein Feedback gegeben? Ich habe ein Feedback gegeben, ja. Also ich habe einfach dem Julian eine Sprachnachricht gemacht und gesagt, oh, ist das geil, ich finde es mega cool, Homewards. Und dann habe ich die Songs nochmal gelost und das ist definitiv für mich ein Contestant für... Haben sie Videoclip rausgebracht? Nein, ich glaube es nicht, das sind aber 2 Songs. Goddammit, ich kann nicht Homeworld schreiben. Du kannst mit dieser Tastatur generell nicht schreiben. Homeworld. Ich finde es mega lustig. Der Julian hat, glaube ich, jedes Mal, wenn er mit mir geredet hat, noch nie Homeworld gesagt, sondern immer nur Hogwarts. Weißt du, was lustig ist? Mir gehört jetzt nicht an den Kopfhörer, ich muss da laufen mit der Box. Okay, cool. Lautsprecher läuft. Und das heisst Wanderer. Ja, musst Wanderer-Sachen für ihn nehmen. No Sense of Purpose. Der Song Wanderer und Grief. Der eine ist ein bisschen... Warum zeigt fucking Spotify Wanderer einfach mit 3 Pünktchen? Es ist, als ob es fucking lang wäre, der Name. Das ist schon dämlich. Ist der Name vom Song, Bruder. Ja, aber guck mal, es hat so 3 Pünktchen. Wanderer, 3 Punkte statt Wandering. Oh, Wanderer, fuck. Aha, warum so. tut es auch kürzer? Ja, keine Ahnung. Stupid. Anyway. Das ist ein bisschen ein Banger. Der kommt da durch. Ich hör's, ja. Okay. Ich weiss ja, wie der Song geht, ich habe gelost. Forever. Der ist ein bisschen ein Schlägli-Song. Sie haben gesagt, sie brauchen einen Schlägli-Song. Dann haben sie einen Schlägli-Song gemacht. Das ist gut. Das ist nämlich auch mein Ding. Ich habe das Gefühl, er ist ein bisschen lüpfiger als die restlichen Homeward-Songs. Naja. Ich finde ihn absolut geil. Ist geil. Er ist aber trotzdem melancholisch irgendwie. Und Grief ist ein Prügel-sad. Wenn du traurig bist, aber willst du schlägeln. Genau, dann willst du schlägeln, aber genau. Wenn ich traurig bin, will ich eigentlich nicht schlägeln. Doch. Ja, es kommt darauf an, wie es schon. Ja. Der Chorus, ja. Also der Part, die Gitarre ist richtig sick vorher alles. Das ist eine gute Frage, actually. Where do they lead? To Ebri. Fuck. Ja, das ist ein Banger. Und Grief, der zweite Song nicht drauf, ist auch wirklich stabil. Es ist für mich auch effektiv ein Award-Nominee. Also falls ich den bei den Metal Server Award 2026 nicht ausschreibe, call me out.
Ich finde auch, der Julian ist ein absoluter Match für den Vibe von dieser Band. Jawohl. Als neuer Sänger. Definitiv. Wer war vorher Sänger? Boah, weiß nicht, weiß den Namen nicht. Ah, Ja, dort der. Foto siehst du. der Brudi, ja. Der Brudi da. Ja. Aber eure Spotify-Bio solltet ihr updaten. Ja, 24 schon. 2 Jahre, nein, schon. Das ist mehr. 24, ja. Hä, ist der Song von Ah nein, fuck, Rap. Nein, der ist noch älter. Rap. Ja, 24. 24. Ja. Jetzt kommt ein richtiger Brecher-Part. Also gehen alle auf Spotify, hören die neuen 2 Songs von Homearts. Yes, ist cool. Das ist richtig gute Musik, wenn du besoffen nach dem Ebri im Bus heimkommst und noch irgendwie willst du ums Überleben kämpfen und ein bisschen in die Sterne schauen und nachher einen Bouillon trinken. Ja, definitiv. Es ist wirklich tragisch, wie oft ich auf der Strecke vom Bus zu mir heim zur Nacht um 12 Uhr Homearts hören. Das ist mega geil. Das passt nicht zu. Ich gehe ja heim. So die Melancholie. Ja, vor allem, ich gehe ja heim. Fair. I am Homearts. Sorry. Homearts ist der eine, den wir nicht gelost haben. Und der andere, den wir auch noch nicht gelost haben, wo wir gesagt haben, wir können hören, ist Ghostlights. Und zwar der neue. Yes, sorry. Wieso schreibst du eigentlich Caps Lock? Bist du Keine Ahnung. Ich bin so wie Großmutter. Ghostlights. Du hast fucking Jeans Adidas anziehen. Ja. Du bist eine Großmutter. Ghostlights haben Emergency Call, ist das neue Album. Ich würde sagen, wir da Dennis. Ich hasse das mit den 3 Punkten, Mann. Das ist so idiotisch. Wer hat das gemacht? Das ist für 2 Buchstaben. Das ist wahrscheinlich, weil du dort das grosse Bildchen hast. Es ist für Nein, das ist zu dumm, Alter. Das kann nicht sein. Anyways. Dennis the Menace. Los wir mal rein. Mit Dropout Kings? Ah schon? Oh shit, Alter. Mit dem... Was ist ja gestorben? Das ist ein bisschen älterer Song, hä? Gell? Shit. Der Song muss ein bisschen länger schon geschrieben sein, hä? Ja, voll, weil ich meine, der ist letztes Jahr gestorben. Ja. Well, Rest in Peace, Alter. Reap Adam, Alter. Das war ein geiler Sieg, Richtig geiler Sieg. Wirklich ein geiler Sieg. Ja. Wo wir ja mit Dropout Kings gespielt haben, sind es wirklich alles absolute Kings gewesen. Ja, das gleiche Kings, Alter. Du hörst immer Stories von so Bands, die sich Arsch benehmen. Ja, aber die absolute Kings gewesen. Alle Dropout Kings haben sich wirklich gut benommen. Sind die nicht im Backstage am Kiffen gewesen? Ja. Also nicht im Backstage am Kiffen, aber... fair. Darfst du nicht. Darfst du nicht, nein. Aber ja. Okay. Allegedly. Nein, sie haben nicht im Backstage gekifft. Okay, ich habe schon gemeint. Nein. Aber draussen. Ja, aber es macht Sinn, dass der drauf ist. Das ist noch geil. Ja. Cooler Song. Das ist auch eine Band, wo eher so wie ein Rapper mit der Metalband ist, als Metalband mit dem Rapper. Ja, es ist... Es erinnert mich, wie heisst der? Ghostman? Ghostman, so. ja, definitiv. Aber es ist sick. Ja, voll. Ja, es ist weniger klassisch Metal. Es ist voll. mehr Hip-Hop-Vibes. Auch das, der Part da geht. Voll. Für Ghostlights habe ich, glaube ich, kennengelernt, weil sie so Gent gemacht haben. So vor fucking 11 Jahren oder so. Und vorher haben sie scheinbar noch mehr Hardcore-Metalcore gemacht. Yes. Weil das sind schon eine Weile jetzt. Absoluter Rap.
ist fucking sick. Also die Band gibt es sicher etwa 15 Jahre oder so. Glaubst du? Machen wir einen anderen Song noch? Ja, gut, auf das kannst du nicht gehen. 50, aber genau. Dort habe ich dich kennengelernt, glaube ich. Cerador. Die Vocals tönen hure böse. Ja. Cover Art gefällt mir, ist geil. Es ist hure vibey alles. Voll. Ja, das ist eine Band, die richtig gute, ich würde sagen, Konzept hat. Ja. Gute Brand ist es. Jetzt muss ein Venn-Diagramm für einen. Visual, Ja. Audio Aha. ist ein Kreis. Warte, ich bin confused. Ja, das Venn-Diagramm ist ja Schnittmenge. Wenn die Schnittmenge sehr gross ist, ist es ein Kreis. Aber du könntest auch wack Audio haben und geile Visuals und umgekehrt. Ja, und dann ist es absolut kein Kreis, Venn-Diagramm. Dann sind es auseinander, die zwei Kreise, weil sie haben ja keine Schnittmenge. Aber es muss. Obwohl, es gibt schon geile Bands, die shit Visuals haben. Ja, und dort ist das Venn-Diagramm vom Konzept, nämlich vom Audio und vom Visual, so weit auseinander. Aha, ja. Darum, diese gut, deswegen Ja. ein Kreis. Ah, jetzt verstehe ich, ja. Ist gut. Ja, also geht doch einfach auch noch schnell, wenn euch das jetzt gefallen hat, auf Spotify Spotify. oder wo auch immer ihr Musik streamen tut und hört das neue Album von Ghostlight. Spielen sie bald irgendwo? Sieht nicht so aus. Nein, ja. Alright, aber ja. Ist geil. Hört rein. Ja. Ja. Das ist sick. Mhm. Es sieht alles so creepy aus, es tönt creepy. Es ist schon geil. Das ist wirklich die Vibes. Vibes are in. The vibes are vibing. Dann gute Vibes. Dann. Ups. Ups, was sollst du jetzt machen? Kann ich? Wir gehen zu unserem Hauptsegment, hätte ich gesagt, von heute. Aber niemand. Ja, dann kommen wir zu unserem Hauptsegment. Zwei Driefter. Metal Servola. Metal Servola. Sorry, die CD hat einen Hänger gehabt. News. Breaking News. Sind Wir nehmen einfach den Headfield. voll. Wir reden über die Festivals. Yeah! 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 Voll. Wir sind 1 Stunde 20 into the Podcast und wir kommen zum... Das stimmt nicht, wir haben noch etwa 15 Minuten darauf Fair, aufgenommen. my bad. Wir sind 1 Stunde into the Podcast und wir kommen endlich zu unserem Hauptthema heute. Apropos yeah, weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Wir haben noch keinen Marker gesetzt für einen Clip. Fair. Gut gemacht, Ja, aber ich finde, man findet sicher etwas. wir finden es schon, ja. Lea! Yes. wir finden schon Clips. Sicher einer von den Rants. Ja, die Rants sind sicher gut. Sicher dort, wo Gute wir sagen, Mobbing soll zurückkommen. Hot Take! Halt, egal. Aber wir Ja, und dann einfach es das Videotitel «Mobbing soll zurückkommen» und Genau. dann so, aber wir meinen nicht Mobbing, wir meinen einfach deine Friends outcallen und Shit dort machen. tun wir wegschneiden. Also es mir wirklich so rage-baited. Ah, Und einfach so... richtig Rage-Bait. Genau, bringen Mobbing Darum machst du zurück. jetzt auch gerade einen Hitlergruß. Nein, es ist so gewesen. ja, vorhin schon, ja. Der Winkel Also ist vorhin hast wichtig. du die Hand gestreckt gehabt unter den Arm. Das ist ein High Five. Ja. Also, Das ist gefährlich. Wenn ich da ein bisschen... aus meiner Perspektive hat es nicht in ein High Five das ausgesehen. ist High Five. Fair enough. Anyways. Wir kommen zu Openers. Und wir tun mal ein paar Openers durchgehen. Und mal vorstellen. Weißt du, bevor wir über das reden, was haben wir eigentlich für ein Päckchen vor uns auf dem Tisch? Oh ja, Haben shit, wir über das sorry. auch noch reden? Wir haben Post bekommen. Und zwar ist so, ihr wisst, ich habe der Bella vor Jahren schon gesagt, ich schreibe mal El Toni, zum fragen, ob sie uns sponsoren, weil wir ja so good boys Ich sind. habe mich bei El Toni als Marketingmanager beworben, mehr als Scheiß. Voll. Dann habe ich eine Nachricht zurückbekommen, so, ja, weil wir haben ja mit Taylor Swift Factory Racing so dumm da, dann habe ich eine Nachricht zurückbekommen. Nein, ist mega cool. Ja, sie suchen leider jemanden mit Erfahrung, aber also, danke. Aber ja, ich habe die endlich mal nach 3 Jahren Podcast geschrieben und gesagt, hey, schau, wir würden gerne, wir finden, eure Brand ist cool. Wir finden cool, was El Toni macht mit Musik, mit Sport. Es ist so eine Brand, wo der Touch oder wie kann ich sagen, der Hand in the Culture Ja, hat. es ist Red Bull von Schweiz. Ah? Es ist Red Bull von Schweiz. Red Bull von Schweiz ist We geil. have Red Bull at home. Voll. In viel besser. Genau. Und ich habe geschrieben und gesagt, hey, look, wir sind ein Metal-Podcast, wir machen Local Shit, bla bla, whatever. Und dann
Haben sie basically gesagt, das ist zwar mega herzig, aber die bringen uns nichts, darum schicken wir genau. euch ist der Eltoni. Genau, wir haben gesagt, Sponsoring und so, whatever, Sponsoring-Frage. Nein, sie haben gesagt, sie bauen ein bisschen ab mit einem Podcast-Sponsoring, was irgendwie jeder und seine Großmutter einen Podcast hat, was so fair ist. Aber nicht jeder und ihre Großmutter hat einen Podcast, wo man Opener gar nicht... Genau, dann haben wir sogar aufgelistet, also unsere Milestone Achievements. Aber nein, sie sind mega herzig zurückgeschrieben, mega schnell sogar. Nicht zu schnell. Das Marketing-Department ist on point. Voll, nicht zu schnell, aber schnell genug. Sie sind nicht needy. Ist nicht so, innerhalb von 2 Sekunden so wie nein, aber nicht. Nein, sie haben gesagt, sie finden es cool und haben sogar reingecheckt. Und sie haben gesagt, können uns jetzt nicht sponsern, aber sie schicken uns mal ein paar Eltonis, um mit unseren Gästen können geniessen. Und sagen, machen wir da ein Päckchen auf. What the fuck? Dann haben wir ein paar Eltonis und ein paar Stickers und Cheers-Dings. Cheers, your Eltoni Mate. Was haben wir noch? Stickers und Keychain. Und ja, merci vielmals. Da hinten drauf steht, they call you mad until you make it. Das ist so, ich call den Ricky auch immer mad. Aber ich call ihn meistens mad, wenn er es macht. Und was wir jetzt machen als Dankeschön und auch als Zeichen, dass hey, zukünftige Partnerschaft wäre vielleicht doch noch spannend. Die Folge ist powered by Eltoni, oder? Und wir werden da die Eltoni-Lieferung behalten und nur für unsere Gäste brauchen. Heisst, bis das fertig ist, wo nur unsere Gäste trinken, wird die Folge Powered by Eltoni sein. Und ich tue es nachher auch im Titel rein tun. Es ist, ja gut, Powered ist nicht Sponsor. Ja, aber es ist ja nur die Folge Powered by Eltoni, wo man sie trinken. Genau, ja voll. Das ist so wie wir sind pre-powered by Eltoni heute. Und nachher, wir werden einfach powered by Eltoni sein, bis die fertig ist. Wir brauchen einfach definitiv soon as fuck Gäste, Alter. Voll. Und, wir können schon Schleichwerbung machen, aber wir können schon Werbung machen für Lau, aber so viel Werbung machen wir nicht für Lau. Nein. Das ist nur bis die fertig ist und nachher müssen sie uns mehr schicken. Also Eltoni kommt jetzt so unsere Gäste umbringen. Genau. Wir haben so einen Gast und plötzlich ist auch so, der Gast sagt so ab und wir so, wieso sagst du jetzt ab? Und dann kommt so eine Nachricht so mit so vergessen rauslöschen, Eltoni Marketing Manager. Ja. Also so, wir spammen euch einfach ab jetzt für die nächsten 5 Jahre, bis ihr euch sponsert. Nein, einfach Joke. Aber unsere Gäste bekommen jetzt Eltoni und bis dann... Er meint es als Witz, ich und nicht. Bis dann sind die Folgen, wo sie Eltoni trinken, von der schönen Geschenk, sind powered by Eltoni. Heute ist nur pre-powered by Eltoni. Können wir jetzt endlich mit diesen gottverdammten Open Airs anfangen? Anyways, wir kommen zu Openers. Merci mal, Eltoni, die sind cool. Jawohl. Er hat zu viel Eltoni in den Arsch kriechen, wir können jetzt mehr Open Airs allerdings. Ja, Mann. Wenn ihr uns nicht sponsert, das ist mein Job, Eltoni in den Arsch kriechen. Ich habe das schon genug gemacht. Mach jetzt. Wenn ihr uns nicht sponsert, dann schreiben wir ein Migros für Lamate. Nein, Alter. Right. Jetzt mach Open Air Hallo auf. Ich bin heute ungeduldig. Ich weiss, du kannst ja freundlich fragen, Kollege. Ich kann nicht gefragt. Also, wir fangen an. Ich habe nicht gefragt. Ich habe gesagt, du sollst machen. Wir fangen an mit Opener Hallo. Sorry, Ricky. Hallo. Kennst du die Brooklyn Nine-Nine Folge, wo Amy zum Captain Holt sagt, your wish is my command? Und also, that wasn't the wish, it was my command. Your command is my command. Ich habe, glaube so 1-2 Seasons geschaut und nachher so ein bisschen sporadisch. Du musst das durchschauen, das Fest. My command is your command. Nein, ja, schon cool. Schon lustig. Dass du andere Comedy-Ansprüche hast wie ich, haben wir schon öfters ja. Trailer Park Boys on the other side. Anyways. Open Hallo ist vom 5. Bin ich das ist von heute bis, von dem, wo die Folge rauskommt, bis morgen. Okay, ich bin offen, sehr gut. Open Hallo ist von morgen bis übermorgen. Das ist 15. bis 16. Juni. In der Kulturwiese Hallo. 10-jähriges Jubiläum. Sogar. Jo. Wer spielt alles heute? Club Mathe, das triggert mich schon. Anyways. Liedfett, Ligo, Treptow, Über You, die kennen wir. Karussell. Also die anderen Bands kann ich auch. Ich auch nicht. Ja, es sind Deutsch-Punk-Bands, logisch kennst du sie nicht. Der Wuk, Kabuki Joe, die kennen wir. Cool. Stereo Dynamite. Kennen wir. Sagen wir etwas. Club Mathe, viel triggert. Und Marius von der Jagdkapelle. Oh mein Gott, ist das ein geiler Name. Das ist geil. Also es ist eigentlich Mini Open Air Grenichen. Ja, voll. Es ist Tiny Grenichen. Ja, voll. Schau, das Foto ist geil. Das eine ist im Aargau Boah, und der das andere Flyer ist in ist sick. Das eine ist im Aargau, das andere in Schaffhausen.
Tatsächlich. Also ja, können wir mal abchecken. Es hat Cool. auch einen ähnlichen Vibe von den Bands her. Ja, voll, definitiv. Eher so rockig, punkig, oder? Ja, wie der Freitag, wie der Freitag am Grenchen. Genau, wie der Freitag am Grenchen. Anyhow, das ist geil, gönnt. der nächste. Kauft euch, wie teuer ist das Ticket? Dickies. 2 Tagespass, 60 60 Franken. Stutz, Ja, ja, komm, holy shit, komm, ist das das ist- günstig. Gönnt. Genau. Das ist sehr cool. Dann, im Juni, ist das Greenfield Festival, wo wir gehen, nächste Woche. 2 Tagespass definitiv Nein. nicht 60 Franken. Jawohl. Wir gehen nicht Tickets, wir gehen... Dort ist ein Tagespass 190 Franken, wenn noch nicht, ein 3 Tagespass 190 Franken, wenn noch nicht mal wir weißt, schauen welche Band Tickets am spielen. Schluss. Wir gehen zuerst Wir mal... müssen Tickets nicht anschauen. Wo ist Guide? Nein, Line-up, Line-up. fuck. Klick doch einfach auf Line-up, Alter. Line-up. Yeah, boy. Wer spielt alles? Das ist gut, weil ich vergesse immer, wer dabei Dort ist spielt. Show-Timetable. Schon da. Jetzt müssen Also, wir vielleicht einfach die Kamera wegnehmen von der... Ah ja. alright. Also, es fängt an mit Alphorn Bläser Oh Gott, mit Zebrahead als erste Band schon. und nachher geht es mit Zebrahead am 2:30. Dann XOXO. XOXO. Dann spielt noch Ice Nine Kills. Sick. Ist das nicht die Band mit dem Clown? Schon, oder? Die wollte so Halloween Horrorfilm Das ist My Chemical Romance als Metalcore-Band, ja? Aber egal, oder? Ja. Das Ja. ist der mit dem Creepy Clown von die Horrorfilm. Schon die? Bruder, ich weiß nicht, was du von mir willst. Ich habe weder Creepy Clown von meinen Horrorfilmen. sagt mir Aber kennst du nichts. Ice Nine Kills? Ja. Ich habe Ice Nine Kills gesehen in der Schweiz, wo sie Vorband waren von Yellow Card, wo noch keiner die Band kennt hat. Ich bin ein OG Ice Nine Kills Fan. Well. Ich habe glaube eine CD gekauft von denen an diesem Konzert. Das müsste irgendwann 2015 umeinander gewesen sein. Eben, oh fuck off. Eben das mit dem Clown machen sie jetzt halt seit ein paar Jahren. Okay. So, klar, sie machen so Horrorfilm-Dings, I don't Ja, know. es ist literally My Chemical Romance als Metalcore-Band. Die Band mit dem Clown. Alright. Und Musiker habe ich nicht Der gehört. Ricky outet sich gerade als absolut aus der Zeit gehatet. Du, das ist eine der grössten Bands momentan. Ich bin angehalten. Das ist eine der Lass grössten mich in Ruhe. Metalcore-Bands momentan. Das ist eine Schon. der grössten Bands im Fall. Ich habe noch nie einen Song gelesen von Das war denen. Metallica Support Band letztes Jahr. Damn, okay. Das ist wirklich eine der grössten Bands. Ricky so, die mit dem Clown. Mit dem Clown, oder? Also, On People kommt nachher. On People, by the way, On People. Alle On People schauen. Das Kann ist ich auch eine nicht. absolut sicke Band. Was Ich habe machen die die? am Slam Dunk gesehen. Wie sehen Und zwar die aus dem Nichts habe ich ich die... kann nicht draufklicken. Aus dem Nichts habe ich die am Sieht Slam Dunk so gesehen. grungy aus. Ist grungy? Nein. Nein. Lass mich doch schnell erklären. Alright. Ich habe keine Ahnung, was sie für Musik machen. Das ist irgendetwas zwischen Pop, Punk, Metal. Also, Grunge. Nein, es ist kein Grunge. Alright, fair. Grunge ist sehr definiert als Grunge. Das ist kein Grunge. Alright. Danu hat es gut zusammengefasst, als ich ihm geschrieben habe. Alright. Danu, der Drummer von Taoist, hat geschrieben. Und Schau. zwar hat der Danu das beschrieben als... Aber jetzt musst du auf Banddeutsch sagen. Ich lese das sicher nicht auf Berndeutsch Es vor. steht auch auf Banddeutsch, also das kannst du ja easy... Ich lese easy das nicht vorlesen. auf Berndeutsch vor. Doch. Nein, mache ich nicht. Das Chris hast Nein, er hat geschrieben, oh holy, das ist wirklich ein wilder Mix. Yellow Card, Klammer Melodie, Panic at the Disco, Tambourin, Make Them Suffer, Scale und Riffs, Periphery, Heavy Vocals. Dann hat einen guten Ort, um Also es war Sachen wirklich zu ein interpretieren. wilder Mix gewesen, weil ich bin da gestanden, ich habe gedacht so, okay, das klingt noch wild von dieser Bühne, dann sind wir schauen und haben es geil gefunden. Ja. On People, eine Empfehlung von mir. Fuck. Alright. On People. Nachher, Alter Bridge. Holy fuck. Fucking sick. Schon so früh. Das ist Bridge. insane, dass es so früh ist. Ja, schon easy, ist okay. Alter Bridge am 5:30. Boah, auf das freue ich mich mega. Cool. Ja, Mann. Dann Throne. Auch sick. Ja. Voll. Ja, ich habe die mal live gesehen und to be honest, ein bisschen underwhelming gewesen. Ja, das Problem bei Throne ist einfach, die Intensity ist einfach immer auf 10, dass am Schluss gar nicht mehr intens Das ist. Problem ist, es ist so perfekt, es tönt fast wie Playback. Es Und ist vor allem einfach immer hässig und wenn immer hässig ist, ist nichts mehr hässig. Weißt du, wenn du nie einen Tief hast, ist es nie hässig, ist irgendwann einfach, du bist Fair. overstimulated. Ich glaube, Nach Das- 3 Songs bist du overstimulated, weil einfach immer... ich finde Throne sehr geil, aber live hat mir mehr gefallen, was Fox Lake gemacht hat. Der Sound ist auch ähnlich Es und hat so. mehr Dynamik drin. Es hat mehr Dynamik rein, das Das ist- stimmt. Und du hast so mehr gespürt, dass es so wirklich mehr live gespielt worden Wir ist. können jetzt im Fall nicht jede Band so auseinandernehmen. Komm, ein bisschen schon. Es ist schon Grief, wir gehen nächste Woche. Nein, Freu ich muss mich heim. schon. Ja, Sleep is underrated, Alter. Anyways, Ready to Remember, Ja, cool. sick. Emo. Dann Touché Amore, auch Emo. Noch nie gelesen, aber du hast Gerade mir von wieder dem richtig erzählt. Emo. Richtig Emo. Die Offspring, Yes. ja, Punk, cool. President,
Also nach Duschen im Ohr kann ich eigentlich duschen. Nein, Offspring. Offspring Offspring schon hören. Willst du Sabaton verpassen, Bruder? Ja. Anyway. Das ist mein Plan. President ist halt wieder so eine Maskenband. President ist gentrifizierter Metalcore. Ich habe es langsam fertig mit Maskenbands. Es gibt genau 2 Maskenbands, President und Sleep Token. Nennen wir den nächsten. Nennen wir eine dritte Maskenband. Slipknot, Number Ja, One. Slipknot ist vor 30 Jahren rausgekommen. Fair. Aber ja, nach Sleep Token ist irgendwie... Sleep Token und President, es gibt kein... Ich kann noch Es gibt alle 10 Jahre wieder eine Maskenband. Ja, Slipknot, Ghost, Ghost Sleep stimmt. Token. Also das hat mehr... Garia. Gary ist keine Maskenband, das ist Black Metal, das zählt nicht. Fair. Ja, sie machen jetzt... Keine President ist schon sehr... Wie bei Gary ist Maske nicht so ein Ding, das ist einfach... Gary ist einfach halt Outfit. Ich habe nicht das Bedürfnis gehabt, zum President abchecken, weil es turnt mich schon ab, wenn ich den Bild schaue. Aber Ja, ich bin einfach ein angehalten. Ich habe es einmal reingelassen, es ist gentrifizierter Metalcore. Ich werde einfach zum fucking hässigen... Metalcore. Ich werde zum Okay, komm, wir hässigen gehen Old weiter, sonst werden wir Man. hässig. Ich werde zum hässigen Old Man, der einfach findet, alles neu scheiße. Es ist ja nicht alles neue Scheiße, Ich weiß. aber das schon. Sabaton spielt nachher auch. Ja, toll, gut für sie. Voll. Können wir ein bisschen Panzer rumfahren. Voll. Primo Victoria, ist schon geil. Ja, das ist Sabaton ist einfach Ballermann für Metal. Es ist schon so, ja. Dann, am 12. Juni, das ist Freitag. Nein, doch. Yep. Freitag. Yes. Moments of Madness, oder von Jungfrau stehst. Geil. Dann kommt und auf den, vor allem, der Labim, ne Lob, glaubst Who the fuck ist das Gewinnerin? Gewinner von Dings, von der Romandie. Geil. Ich glaube, sie machen... Sieht wild aus. Es sieht schon wild aus. Und ich glaube, es klingt auch sehr wild aus. Ist es Folk Metal? Nein, ich glaube so... Ich muss mal abchecken, aber ich glaube nicht. Ich glaube, es ist so Death Metal. Post-Metal, Black Metal. Oh, das tönt eigentlich noch etwas, was ich muss schauen muss. Also ich habe mir jetzt mal abgecheckt und ist ziemlich geil gewesen. Ja, das tönt aber noch... Aber schau mal. Folklorisch geprägt. Rituelle Post-Metal mit Einfluss aus atmosphärischem Black Metal. My brother, this is Garia. Eben, Gary habe ich sagen, oder? So hat so ein bisschen Vibes. Alright, so bin ich gespannt. Dann... Was haben wir gesehen? Butcher Sisters. Butcher Sisters, Kann man machen, die junge muss man nicht. deutsche Band. Oh oder? mein Gott, Hyro the Hero. Was ist das? Motherfucker, wenn du Nu Metal geil findest, dann musst du Hyro alright. the Hero schauen. Because the dude is... Warum ist die Schrift so klein, Mann? Hire glaube, the auf Hero dem Bildschirm folgt ist am Arsch. keinen Trends, sondern bahnt sich einen eigenen Weg. Dann der Rapper aus Houston. Ah, sogar Houston, geil. Also bei Houston. Ja, geil. Ob es einen Alter. Unterschied macht. Weißt du, wer auch von Houston kommt? Fucking... Ah, jetzt habe ich den Namen vergessen. Top. Anyways. Moving along. Das ist wichtig, Alter. Alright, cool. Habe noch nie gelost. Checken wir mal ab. Ey Junge, es ist Rage Against the Machine und so. Ah, sick. Alright. Dann, was haben wir noch? All Time Low. Geil. All Time Low. Adam dann kommt Angst. dein- Oh mein Gott. dein yes. Lieblings- Adam Angst. Adam Angst, so gut. Das sind so gut. So eine gute Band. Das ist Freitag, gell? Ja. Ja. Brian und ich hatten so eine gute Zeit gehabt, wo wir mit ihm einfach noch geschnurrt haben am Schluss vom Open Air Rennen. Voll. Dann kommt In Extremo. Alright. Cool. Itchy. Yes! Alright. Auf der Kleinen? Geil. Mhm. Dann Sepultura, da bin ich gespannt. Ist geil. Voll. I Killed the Prom Queen. Auf der Kleinen auch absolut. Denn nach I Killed the Prom Queen direkt Architect ist auch ein Verbrechen. Sind I Killed the Prom Queen immer noch aktiv oder sind sie so weggegangen und wieder zurückgekommen? Ich keine Ahnung. Alter. Ich habe das Gefühl, das ist so eine Band, die vor 15 Jahren so. Ja, hat es auch vor gross- 15 Jahren Ja, gegeben. ja. Das Und ist auch sind gross. alles Bands, die es vor 15 Ja. Jahren gegeben. Architects, da freue ich mich. Hat es auch schon vor 15 Jahren gegeben. Ja, auch, ja. Cool. Dann Ja, nach Wagon. Architects kann ich auch schlafen. Ja, voll. Nein, das stimmt nicht. Bei der Omens wollte ich schauen, einfach, dass ich es geschaut habe. Einfach zum Nein, Abhäkeln. Lagwagon ist eine Punkband. Punk, ja, Findest du dann- nicht gut, kann ich jetzt schon sagen. Brauche ich nicht. Dann Bad Omens. Ja, Bad Omens, ich will schon Chance. Einfach nur, weil es mal ein anderer Headliner ist. Einfach mal, ja, genau. Einfach, weil es nicht Volbeat, Sabaton, Offspring, Limp Bizkit oder Prodigy ist. Aber ich frage mich, warum nicht Architects? Sind sie vielleicht so viel größer? Ich kann dir sagen, wieso nicht Architects? Ja. TikTok. Ah, fair, ja. Wir sind halt Angst. Entschuldigung. Anyways. Bad Omens. Samstag. Bad Omens pullt viel mehr als Architects weltweit. Fair, ja. Wir sind einfach disconnected as fuck, Alter. Nein, wir sind nicht disconnected as fuck. Wir sind einfach nicht interessiert an dem. Fair. Anyways, auf den Samstag freue ich mich Uhren. Yes. Save Last Breath, fangen wir da. Holy Jungfrau hell. Stage, grosse Stage. Es wird ficken. Sick. Direkt danach, Chevre. Auch sick. Dann, der Hardkiss. Was ist der Hardkiss? The fuck ist der Hardkiss? Das habe ich gar nicht gewusst, dass die im Green Nein, was ist das? Ah?
Scheiß Schrift, Alter. Hardkiss ist eine Alternative alternative Rockband. Rockband aus Kiew. Ah, Kiew. Ja, da mal reinhören, ja. Okay, sick. Cool. Alright. Cool. 4 Studio. Bruder, wenn wir das noch weitermachen. Alright, yeah, easy. Anyways. Dann Aurora Wave. Wie sehen die aus? Cool, alright, was ist das? Dann Cornshirt, ja. Rockband, okay. Reggae-Core, okay. Alright, I'm listening. Sind das nicht die gewesen, die am Band-Contest gespielt haben? Nein. Er sieht genau gleich aus, der Dude. Was sind die da? Die sind von... Ja, keine Ahnung, die sind nicht von da. Ja, ist ja gleich. Oh, anyways. Ausländer. Dann Bloodywood. Oh, Bloodywood spielt. geil. Geil, auf die freue ich mich mega. Wieso musst du das jetzt anschauen? Fucking Wir Bloodywood. wissen alle, wie Bloodywood Ja, ich aussieht. weiß. April Arch. Die sind auch cool. Das ist wie Paramore, einfach in modern. Ah, cool. Breaking Benjamin. Geil. Das ist wie Breaking Benjamin, einfach als Breaking Benjamin. Alright. Breaking Benjamin ist so eine Band, wo ich... Ich glaube, ich gehe schauen. ich kenn's, aber die Songs... Noch nie gelost, aber ich glaube, ich müsste es geil finden. Ralph's North Star. Sick, Alter. Auf die freue ich mich. 3 Days Grace. Oh mein Gott, 3 Days Auf die Grace. freue ich mich extrem. Mit beiden Sängern. Einer von denen, die ich am meisten freue. Top Acts, Alter. Einfach get in touch mit meinem 12-year-old self. Weißt du, was einfach auch, weißt du, was wirklich unterste verfickte Schubladen ist? Gib nochmal da. Yeah! Da, Greenfield. Was fällt euch eigentlich ein, Gottverdammt, Papa Roach nicht als Headliner zu buchen? Die Band fickt jetzt wirklich alles kaputt. Das ist eine von der besten Live-Bands ever. Das ist Last Resort, ist ein Song, den jeder und seine Großmutter kennt. Dass die Band noch nie Headliner war an euch im Festival, ist im Fall ein Verbrechen gegen die Menschheit. Es tut mir leid. Entschuldigung, ich kann es Greenfield gerne, aber das ist ein Verbrechen gegen die Menschheit. Ja, voll. Dann kommt Destroy Boys. Alright. Was machen die? Ja, die 2 Boys sehen destroyed aus. Ist richtig destroyed. Sacramento, California. Garage Punk. Alright. Ja, logisch, was er sonst. Ja. Grunge Alright. könnte es auch noch sein. Destroy Boys. Dann Papa Roach, natürlich geil. Papa Roach, beste Bill Band. Murray, Papa freue mich Roach auch. hat letztes Jahr effektiv. Papa Roach hat letztes Mal, wo sie gespielt haben, vor Parkway Drive gespielt. Und sie haben Parkway Drive in den Boden gestampft. Das ist crazy. In den Boden gestampft haben sie es. Aber auf Bill Murray freue ich mich auch. Weißt du, was ich mega lustig finde? Was? Ich habe einmal das Gefühl gehabt, Bill Murray ist wild. Und dann habe ich mal ins Album und so reingelassen, aber Er ist schon Bill sich. jetzt musst du schauen. Ich habe die Musik gelassen. Un People tönt so, wie du das Gefühl hast, Bill Murray tönen müsste. Alright. Bill Murray wirkt hure wild, wenn du die Videos und alles siehst auf Instagram Das ist und auch alles. funny. Aber wenn das Album los ist, muss ich effektiv sagen, Recht chill, ja. ist nicht so wild. Ich muss sagen, Un People ist effektiv so wild, wie Bill Murray Aussieht. wirkt. Alright. Und ein Vollbeat. Ja. Kann man machen. Ja. 2012 peaked. Ja, ich meine, ich habe einen Song 2012 gelassen und that's it. Also das Album, was sie dort rausgebracht haben, wo Still Counting drauf ist, ist schon ein Voll. Banger. Eigentlich hätte ich noch heimgehalten. Ja. Anyways. Das Greenfield, nächste Woche. Sorry, zu lange Greenfield gehabt. Einfach Vorfreude steigt, wie wir jetzt sind. Abyss Festival. Dann, Abyss Festival. Ja. Abyss Festival. Ist am 25., 26. und 27. Juni in 20 Tagen. Wer spielt alles? Show Me the Body. Von New York. Sick. Crypta. Sick. Sind die Nervosa vorher gewesen? Ja. Alright. Also Crypta in dem Fall. Dann Marauder. Oh, sick. Oh. Fucking New York Hardcore Legends, Alter. Sick. Sick, Alter. Master Killer. So gut. Das nur für Marauder macht Sinn. Le Chamonix de Menich. Kann ich nicht. Ist. Okay. Eine Band? Ist eine Band? XOXO spielt auch überall. XOXO spielt auch. Damn. Also XOXO ist wirklich überall. Konjunktiv sind auch von der Romandie. Also nein, XOXO ist nicht von der Romandie. Aber Konjunktiv sind von der Romandie. Sind geil. Und Karl sind Extreme Music Fans. Alright. Und Athlete. Kannst du? Ja, habe ich ja schon gehört irgendwo. Alright. Gut, diese. Kings of DIY. Ivy. Sick. Ivy ist sick. Ivy ist sick. Von der Romandie. Ja. Ivy ist doch das, was ich da habe, die hat der Cheer gewonnen. Fast, ja. Hat Cheer Ja. gewonnen? Fast tatsächlich. Alright, next festival.
Ah, wir haben nie live gesehen, oder? Nein, haben wir noch nie live Nein, wir haben die andere Band von ihr gesehen. I have no fucking idea, Alter. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich die Frau jemals live gesehen habe. Doch. Ja, in dem Fall, wenn du das sagst, wird das so sein. Das ist... ich krieg's immer noch. Junge, ich sehe das Bild dort. Ich sehe das Bild von ihr. Ich kann dir sagen, dass ich die Frau noch nie live gesehen habe. Ich glaube, das würde ich mich erinnern. Weißt du noch, die Easter Hardcore Show im Werkbaden? Letztes Jahr. Ja, bin ich nicht gewesen. Nicht? Nein. Aber dann hast du nicht gesehen. Anyways, moving along. Das ist Festival. Das ist in Piccadilly Brook. Das ist auch ein bisschen Eigenwerbung. Crowdkill haben es gemacht. Und zwar, es gibt Lauschallee Festival, wo eben in Bruck ist. Lauschallee Festival. Und zwar, Lauschallee Open Air ist in Bruck und dort spielt, ich glaube, es steht nicht, wer spielt. Das ist egal. Das ist keine Musik, die wir hören wollen. Anyways, aber als Nebenprogramm haben Crowdkill Report Boys den Lauschkill Festival vorbereitet. Und dort sind zwei Tage, ist am Mittwoch 1. Juli und Donnerstag 2. Juli. Ja. 1. Juli spielen die Carrie Mains, Hure Sick, Metallic Hardcore, Connector, wo Death Metal spielt, und wir, Taoist, wo Hardcore spielt. Wir sind für den Crowdkill Award nominiert gewesen. Sick. Ja, tatsächlich. Dann am nächsten Tag spielt Huara von der West Schweiz. Ich finde den Flyer einfach zu genial mit dem Hässchen da. Siehst du das? Das ist schon geil. Spielt mit Fever Dreams von Solothurn, Death Metal, und mit Hiora, wo aus Bern. Huara und Hiora. Ja, voll. Sie hat einfach... Huara geil. Hätte sie noch mal eine H-Band geholt, im Fall, das wäre jetzt funny gewesen. Das wäre echt richtig funny. Ja, aber das wäre cool. Da Vorfreude steigt. Das ist nächsten Monat. Geil. Rock ist das nächste Festival, wo wir drüber reden. Das ist am 1. Juli. Können wir am 1. Juli gut Hauis schauen? Ja, voll. Ich will Hauis schauen. Stell dem Ricky einen Drink an, den er nicht trinkt, weil er nicht trinkt. Nein, ich muss fahren wahrscheinlich. Eben, du trinkst ja nicht. Ja, voll. Ich trinke auch nicht beim Mikrofon haben, dass du da stecken. Rotten Rock Festival ist... Wann ist es? 24. Überall eingegeben hast, obwohl es nur Fest heisst. Fest. Der Fest. Das ist ja krass, Alter. Das ist vom 25. Juni. Es lange das Line-Up ablesen. Wir müssen nicht jede Band anschauen. Nein, ist da gestanden. 24. und 25. Juli. Alright, fair. Das spielt, fangen wir von unten an. Padoria, Epicentrum, Sick. Nihilo, Beyond the Gravel, Shadows Far, Constant Hunger, Shadow Boys. Ja, sind gut. Devil's Rage auch gut. Devil's Rage auch geil. Hood Brawl, hässig. Dan Fleurs, kann nicht. Unified Moves, haben wir das jetzt Unified gesagt? Unified Move. Geil. Ja. Resolution, auch sehr geil. Circa, sehr cool. Geil. Shadow Boys. Die Grimselhäuser. Alright. Definitiv Punk, Alter. Voll. Malewitz, auch sehr geil. Shoutout. The Chainsaw Motel. Das klingt nach einem verdammt guten Bandnamen. Voll. Cardiac, Liebe, so geil. Fucking Cardiac sind insane. Soul Splitter, Born from Pain, Legends. 1056, damn, heavy as fuck. Our Promise. Ist das die Band, wo die zwei Sänger genau gleich aussehen? Our Promise? Ja. Kann ich mir nicht. Das ist die deutsche Band, wo beide Sänger genau gleich aussehen. Jawohl! Das ist die Band. Goddammit, kann man nicht. Nein, du musst nicht. Es ist die Band. Du musst nicht, ist okay. Das ist der Nico, haben wir letzte Konzertvideos geschickt von denen. Das sind beide Sänger so mit so bleichten Haaren auf der Bühne rumgerannt, genau gleich ausgesehen. Vielleicht ist es auch nicht die Band, aber sie tun genau wie die Band, von dem ist es egal. Evergreen Terrace, sick! Ich bin nicht sicher, ob Terrace ein Name ist und Evergreen ein Name. Nein, es ist Evergreen Terrace. Die haben einen geilen Song, der heisst irgendetwas bla 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 can't quite riff like Hamilton, Helmets Page Hamilton oder so. Das ist ein richtig guter Song. Cool. Unnötig langer Name, aber guter Song. Set Your Sails. Kannst du? Name sagt mir etwas. Alright. Dritte Wahl. Ja. Alright, kennst du nicht? Nein. Die hat doch am Grenichen gespielt, wo du dabei bist, oder nicht? Nein, die haben am Grenichen gespielt, wo du nicht dabei bist. Alright. Und Terror. Geil. Hardcore. Hohe heftiges Line-Up. Richtig geil. Ja, kennt unbedingt. Let's go. Circles Festival. Circles Festival, jawohl. Circles, oder Fest vielleicht. Circles Fest ist ein kleiner Independent Festival
vom Simon, Brudi. Und zwar, der spielt Stillbirth, oder Full-Liner. Brian in dem Fall dort. Ja, Stillbirth, Headliner, Conniver, richtig geil. Sick. Path of Wrath Sick. und The Lost Game. Also ein fucking stacked Lineup mit Heavyweights aus der Local Scene auch mit. Plus Stillbirth natürlich voll richtig sick sind. Mit dem Sänger von Bury Tomorrow. Wo? Habe ich dir das Foto nicht geschickt? Der Sänger von Bury Tomorrow hat 1:1 einen fucking Dummy seinen Look geklaut. Genau die gleiche Frisur, Schon. genau die gleiche schwarze Tanktop, die Lederhändchen, er hat auch ausgesehen wie Crackhead Freddie Mercury. Weißt du, was anfangen ist? Nein. Das Sänger von Conniver sieht genau gleich wie das Sänger von Lodgefy. Fuck me, das Das ist es ist ein. ja, es ist natürlich ist ein. ein- ja, mein Gott, Ja, es ist eine Alter. Death Metal Band. Ja, jetzt Ein kurz- Deathcore. Jetzt kurz habe ich es nicht gecheckt, Alter. Du bist so ein Aff. Nein, Conniver macht richtig geile Shit. Also Ja. freue mich. Ich glaube, der Witz hast du schon mal gebracht mit mir. Möglich. Dann, nächstes Festival, das wir auf die Liste Aber nehmen. wann ist der Circus Fest? Das ist am 25. Juli in Bar in Zug. Jawohl. Dann das nächste Festival müssen wir, glaube ich, nicht allzu tief reingehen, weil wir gehen noch viel tiefer Open rein. Granichen, jawohl. Wir können schnell den Flyer zeigen. Granichen. Weil wir reden bald vielleicht mehr drüber. Maybe. Ja, unter Umständen. Das könnte sein. Unter Umstand, maybe. Vielleicht sind wir auch dort. Who knows? Vielleicht sind wir Vielleicht dort. sind wir dort, wer weiß. Schauen wir den Flyer geschwind. Dann können wir schauen, wer alles da ist. Noch geschwind. Ganz schnell. Die haben keinen Flyer auf den Dings. Nicht? Mach mal, ja, das ist so. Das ist ja Gang, Google. gut. Oh, ja, voll. Google. Vielleicht erkennen wir da etwas am Flyer. Wäre noch spannend zu sehen. Wer weiß. Ich weiß, wieso du den Flyer anschauen Du Du musst vielleicht noch 2026 God geben. damn it. Ja, Junge, hör auf mit einem Finger. Du machst mich im Fall wirklich gickerig. Es ist unglaublich. Das ist nicht. Das ist ein. Das ist Das ist ein. da Download. Nein, zurück. Download. Auf, links, open einen Flyer. Da. Alright. Also, wir fangen von ganz unten. Von ganz unten. Nein, komm mal, weißt du, wo wir müssen anfangen? Wir müssen einfach mal zuunterst und zuoberst anfangen. Okay. Wer ist zuoberst? Oberst. Heaven Schau. Nein, fangen wir zuunterst an. Okay. Schreck, fangen wir zuunterst an. Ohne Metal Server Live Podcast. Was? Wir sind dort. Was, Metal Oh Server? shit. Holy Wow. fuck, Alter, mit dem hätte ich Du nicht bist dort, gerechnet. Alter. Crazy Geil. shit. Geil, sehen wir uns dann. Vielleicht. Dann voll. Ganz oben. Haben wir schon Burn? Oh mein Gott, Alter, Schon what geil? the fuck? Ja, geil. Wir sind Gleicher auf dem gleichen Flyer. wie Unglaublich. Heaven Shall Burn. Holy shit. Ja, so, der Joke. Can't die happy now, oder? Ich Dann. bin schon durchgedreht, wo ich auf dem gleichen Flyer war wie der Ghost Inside, oder auf dem gleichen Flyer war wie Agnostic Front, oder auf dem gleichen Flyer war wie These Nuts, oder auf dem gleichen Flyer war wie Madball, Fair. oder auf dem gleichen Flyer war wie Swiss und die anderen, und dann einfach mal der fucking Voll. Schon geil. So spielt auch dort, das spielt Ja, wirklich überall. definitiv, ja. Ich habe im Fall Angst, dass ich nachher heimkomme und bei mir in der Wohnung einfach XO Also ich- spielt. Ich muss auch ein bisschen braggen. Ich bin schon mal im Flyer mit Ghost Inside gewesen. Ja, wenn? Äh, ja, im Pericon, ja, das Aber stimmt. es ist schön wieder mal Du im bist mit, Flyer. du bist mit auf einem Flyer mit Ghost Fucking, Inside. Humble Brag, Alter. Oh mein Gott. Humble Brag. Aber den hast du auch verdient. Die sind eine der besseren Bands gesehen im Festival. Ah, das ist so geil gewesen. Security sind nicht drauf klar gekommen. Nein, ist Ja, same. sick, Also, das können wir von oben unten. eigentlich 31 Ja, Seiten. voll genau. Nein, wir Coole lesen Bands. jetzt nicht alles vor. Ja, my bad. Wir haben es schon mal vorgelesen. Wir lesen jetzt noch über 800 Mal vor. Können wir einfach Ja, das genau. Open Granny... Ihr müsst Können uns wir- einfach vertrauen jetzt. Open Granny ist Kommt. geil. Ist geil. Dann. Auch wenn es regnet. Und wann ist das? Ist Ja, das ist erst in der 7. bis Hälfte. 1. August. Alright, dann Mettlerfield Festival. Ich habe versucht, die einigermaßen chronologisch zu machen. Bruder, wir werden nie fertig. Ja, das passiert jedes Jahr, Mann. Weil Ja, wieso machen wir das jedes Jahr wieder? wir machen das für die Local Scene. Schlaf ist unwichtig. Anyways. Was haben wir gesehen? Mettlerfield Festival ist vom 24. bis zum 26. September in Mühlau, Aargau. Fangen wir von Und es spielt. das ist A bis Z Lineup. Okay, Ja, es der Fall. spielt Too Silent, A Small District, Comaniac, Exit, Ghostlights, Irony of Fate, Lotrify, Papa Ella, Skaldensang, Soul. Bullhead Festival Surprise Band, whoever the fuck that Alright. is. Das ist ein interessanter Bandname, muss ich Alright sagen. then, keep your secrets. Das ist ein interessanter Warte, Bandname. wir sind noch nicht fertig. MG Mühlau, Schweizer Örgerli. Schweizer Örgerli Trio. Nein, du hast es erst viel. Schweizer Örgerli Trio. Nein, das ist Schweizer Örgerli Trio. Du hast oder? Örgerli gesagt vor allem. Nein, Schweizer Örgerli. Schweizer
Örgeli-Trio. Ja, du hast vorher Örgerli gesagt. Okay, Örgeli, my bad. Aber ich auch, von dem her so. Ah, Junge, aber das ist auch ein Schweizer Örgeli. Schweizer Örgeli-Trio. Schweizer Örgeli-Trio, das ist das neue Küchenkästchen, Alter. Das ist wirklich ein cooler Hashtag. Anyways, geiles Line-Up, geiles Festival. Gut. Next, Cheer Air Festival. Festival. In Konolfingen 2026. The Kings of Ghosting. Shoutout Cheerer, ich weiss, ihr hört den Podcast. Nur Liebe für euch. Ghostet weiter den Bella, bitte. Danke. Anyways, der spielt unter anderem Lord Lawrence and the Lard Guitar. Sir Donkey's Revenge. Das ist ein geiler Name, Alter. Ja, ist geil. Flieger. Auch ein geiler Name. Ja. Fievel. Fievel hätte ich jetzt gesagt. Fievel. Dann Television Mind. Lincoln Roach. Was ist das eigentlich? Das ist, die kennen wir. Das ist die Coverband, die wir gemeint haben, sind nicht von der Schweiz. Nein. Ach so. Ist das die? Nein, das machen wir jetzt nicht nochmal. Nein, das machen wir nicht nochmal. Nein, das ist nicht die. Das ist nicht die. Doch sind die, also. Das ist nicht die. Doch sind es die. Doch, die mit dem Green Doch Day. sind die, ja. Die machen Covers von Green Day und so, Von Papa allem. Roach, alles mögliche. Linkin Park. Ja, voll. Dann, Das ist eigentlich smart. ja, ist mega smart. Das ist mega smart. Wir haben so lange gebraucht, zu checken, dass in der Schweiz Wieso schreiben wir eigene Songs, wenn wir einfach andere Songs kannst Ja, schreiben? fair, das ist ein guter Punkt. Du bringst viel mehr Geld rein. Ah, ja. Also die können wahrscheinlich Weddings spielen und machen richtig Cash. Wir machen 100 Pro. Fix. Anyways, The Shadow Beast. Weißt du, wer auch an einem Wedding wird spielen? Mhm. Ciao, ist, wenn die Lexi heiratet. Ja, fair, ja. Machen wir. Dann, aber alle mit so Tuxedos und so. Bruder, I don't know. Anyways, dann The Masked Animals, ja. Mhm. Vagante. Und The Minx. Das ist ein Collector-Festival, was mega cool ist. Und das ist in 84 Tagen. 19 Stunden, 8 Minuten und 27 Sekunden. Blessed be thy Warte soul. schon, one second. Okay, ich mache weiter. Dann sind Riverside und Summerside. Basically das gleiche Festival mit anderem Line-Up. Schon der gleiche Veranstaltung, oder? Das ist literally das gleiche Festival mit anderem Line-Up. So wie Rock am Ring und Rock am Park, aber nicht so weit Nein, entfernt. Rock am Ring und Rock am Park sind am gleichen Wochenende mit den gleichen Bands. Ah. Jawohl, Riverside Festival, Line-Up. Gehen wir einfach schnell durch, weil das sind grosse Bands. Within Temptation, Frog Leap, Ailstorm, Billy Alibi. Aber Billy Alibi kennen wir ja. Den haben wir ja am Dings gesehen. Yes. Am Hardcore United. Yes, Shadow Boys. yes. Suitcase Memory, Crumpets und Defender? Nein, Defender. Defender Bag, Alter, what the fuck? Eine Band ist doch an dem Voting, was Defender geheißen hat, aber das ist Defender, mit D-Fender. Aber in Dann- dem Fall keine Band aus Kanada. I don't fucking know. Also nicht die sich gemalt haben I für den don't Contest. know, Junge. Die nicht gewonnen, oder? Ich weiß es nicht, Alright, wirklich. fair. Also, Krokus, Gotthard, The Dead South, Door, Kiss in Black, Wake Up Call, Decadenza. Marige, Marge macht coole Shit. ja. Und Blackback Big Check. Black Dick, Alter. Sorry, my bad. geile Ich kann Band. nicht mit dem aufhören. Dann Dirk Schneider. Der Dick schneidet. Nein, du Uwe Dirk Schneider. Oh, my bad, Alter. Ich kann nicht. Rhapsody of Fire. Dad. Velvet Rush. Gross in Japan. Bruder, ich habe nicht gewusst, mein Vater spielt dort, Alter. Junge, Gross in Japan. Was in Japan ist sick. Ja, Ist das jetzt einfach ein Witz wegen gross, weil es Wahrscheinlich- heißt Big in Japan? wahrscheinlich Big in Japan. Oder ist es gross in Japan? Oh fuck, das ist ein guter Punkt. Aber ich finde richtig geil, einfach Dad, Alter. So, ich spiele Dad in ist Dad, geil. Alter. Obsidian und Shadow Boys, Hybridoma. Hybridoma. Und jetzt Summerside, das gleiche Festival, einfach glaube früher mit anderen Bands. Also doch ein anderer komplett andere Bands, Alter. What the fuck? Ich sage ja, es sind andere. Glaubst du mir nicht? Nein, ich habe gemeint, das ist wirklich the same shit, Alter. Anyways. Da unten ist das Line-Up, go, da. Okay. Halloween. Das ist glaube ich das größere Line-Up. Eben, gell? Schon. Boah, das ist- Anyway, Halloween, Billy Talent, Electric Callboy, Doro, Saltatio Saltatio Mortis, Any Given Day, Brothers Metal, Windrose. Das ist Drowning Pool, Drowning Pools. Skid Row Beyond. Es ist so ein geiles Line-Up. Electric Ja. Callboy, Any Given, am Samstag, Electric Callboy, Any Given Day, Drowning Pool und H-Blocks. Eigentlich Massive wüsste Organs. ich gar nicht. Nanowar of Steel ist auch geil. And White Tiger, Fail Skin, Exit, Senior Sapiens, Backup One. A Small District, geil. Motor Transylvania, Tales of Tomorrow, Serpent of Moses und Deepest Ocean.
Und beim anderen Tag eben Windrose, Beyond the Back, Wings of Steel, St. Cedar Crystal, Together, Shoutout, Jonathan Senatelli, Shoutout, Freeze Dana, mehr Shoutout, Still Untitled, auch Shoutout, Dreadful Mavericks, Hawkbit, Love Gun, WBR, das ist jetzt ein Radiosender, Death Kiss Candy. Und nachher am anderen Tag Bruce Metals, Kindred, POD, geil. Lance Down, Voltage Arc, die sind geil. Fire Rose, Blue Dog, Mind Patrol, auch cool. 1st November, Pitch Black Dark, Galderia, Katie Drives, DBC, ist das auch ein fucking Radiosender, the fuck? Gar nicht. Und Liveware. Alright. Sorry, bin ich so ranty ein bisschen. Also unten sind einfach die Bands, die im Bandvoting mitgemacht haben und ihr Line-Up gratis füllen. Aber ich verstehe es noch nicht so wie Welcome to DBC and WBR Radio. Ja, also, Namen sind schon recht Radiosendungen. Anyways. Weiter mit Rock the Lakes. Was ist Ihr Lieblings-AI-Festival? Rock the Lakes. Wo alle Bands dann trotzdem am Band-Contest mitgemacht haben. Die Homepage ist down. Homepage is down. Oh shit. Gut, sorry, tut mir leid. Google einmal schnell, ob man das Foto vom Line-Up findet. Ich komme da direkt. Nein, Google die ganze Band vom Line-Up sind. Die ganze Page ist down. Gib einfach 2026 hinten dran. Yes. Hell yeah. Anyways. Nein, klick jetzt nicht wieder auf die Homepage. Oh ja. Ja, es ist alles... fuck it, Alter. Ich hab keinen Bock mehr. Okay, nein, wirklich. Bilder noch in Tab öffnen. Alright. Also, Powerwolf, In Flames, Arch Enemy. Warte, ich fange von unten an. Der fängt von unten an. Die Helvetia-Winners sind sie noch nicht drauf. Das ist a Small District, weiss ich. Und der Rest weiss ich nicht. Also, es sind eigentlich nur... Weißt du, halt, das heisst, jetzt sind wir nicht Local Bands aufzählen. Du findest es nicht raus. Ihre Homepage ist down. Du findest nicht raus, wer gewonnen hat. Ich finde es schon raus. Nein, hör auf. Oh mein Gott. Nein, Ricky, ich nehme dir jetzt die Tastatur weg, wenn du so weitermachst. Also das ist okay. Das ist schon Freitag. Fuck! Nur der Freitag, Alter. Da haben wir Timetable. Look, perf. Ja, Helvetia Winner 1, okay. Helvetia Winner 2, Helvetia Winner 3. Fuck off, Alter. Nein, hör auf, Ricky. Ich habe keinen Bock, nur weil sie ihre Kack-Scheiß-Homepage nicht schaffen. A Small District und 2 andere. Ich weiß nicht mehr welche. Thunder Mother, 1056, Scare the Children. Kann ich aufmachen. Also, schau jetzt. Helvetia Winner 1. A Small District ist am Freitag, das habe ich gesehen. Overkill, Expello, Blade from Within. Breakdown of Sanity. Alt ist insane, Alter. Kitty, In Flames, Infuman. Müssen wir jetzt alle Bands aufzählen, die keine Local Bands sind? Fuck, die haben schon geile Bands, aber ich habe das Festival nicht gern. Das spielen eigentlich nur noch Expello und Breakdown of Sanity von der Schweiz. Ja, voll. Nur die. Und dann Helvetia Winner 2. Absolut stacked Line-Up, ja. Hure stacked Line-Up. Alter. Schon stacked, muss ich sagen. Die haben guten Geschmack in Musik, weniger guten Geschmack in andere Sachen. Ja, wenn der Nico ein Festival buchen könnte, wäre es das. Absolut, ja. Ja, cool shit. Flicken bitte eure Webseite. Ja, kriegt euch einen Scheiß in den Griff. Anyways. Omitas Festival. Omitas Festival. In Lauerz. Am 29. August. Ich rede schon viel lieber von Festivals, die local sind, wir unterstützen. Auch mit der ersten Vers gewesen. Goddammit. My bad. Anyways, Omitas Festival. Und zwar ist am 29. August in Zebuhof, Lauerz. Das ist mega schön dort oben. Es ist oben am Berg. Man kann auf den See schauen, man kann zelten. Alright. Mit einem Camper. Line-Up fängt schon stark an. Freezes Dana. Solothurn. No Less Violent. Außer gute Metalcore. Versus. Schau mal. Humble Brag, Alter. Es fängt stark an. Lädt stark nach. Sehr cool, ja. Aus diesem Grund kann ich nicht am Tal ins Konzert spielen. Tatsächlich, ja, kein Problem. Es gibt Campfire Session mit Aeon K. Alternative Metal schon das wird wild, glaubst du? Also das ist geil. Mehr Festivals sollten Campfire Session machen. Ja, vor allem musst du mal schauen, geh mal schnell die Bildchen anschauen da. Oh, das ist super sick, Mann. Das ist wirklich nice. Boah, das ist urschön. Mhm. Die Aussicht, ich bin mit Vierleib bin ich dann da vorne gesäckelt und habe rausgeschaut zum Spielen. Das war mega geil gewesen. Hey, Shoutout. Und in der Nacht siehst du viele Sternchen. Ich liebe so kleine Festivals. Alter. Ja, das ist wirklich cool. Ja. Anyways, nächstes Festival ist
Der Weiss-Rüti-Festival. Ja, den könnt ihr nicht hin, weil ihr müsst alle als Omitas Festival kommen und mich schauen. Stimmt. Also, wenn ihr nicht als Omitas geht, weil es nicht zu nahe zu euch ist, dann geht Weiss-Rüti-Festival. Wo definitiv mehr in der Nähe ist. Das ist nämlich auch auf einem Hof auf dem Berg oben. Was ist Uno? Ja. Suicide Cat Doors, sehr cool. Still Untitled, auch cool. Cage, Final Cut, auch nice. A Small District, Geil. Sick. Cardiac, fucking so gut. Müssen wir reinziehen im Fall. Ist mega cool, zu sehen, dass sie mehr in der Ostschweiz... Ist sie mehr in der Ostschweiz? Ja, schon. Keine Ahnung, Alter. Mehr in der Deutschschweiz gesehen. Mannequin, Death Squad und Employed to Serve. Employed to Serve ist fucking sick. Stimmt. Employed to Ist Serve es ist ein richtig guter Oldschool Ja, Metalcore in modern. Dann, ein Festival, wo ich einmal vor 1000 Jahren war, aber Ich wo es bin noch nie separiert ist. gewesen. Bin noch nie gewesen. Hey, es ist halt schon ein anderer Sound als Schon der, wo wir Metal, jetzt- Alter. Metal, Alter. Ich glaube, Metal Festival. Fuck, wo ist. Mama, Metal Festival? Ja, Metal Festival. Klick mal auf Metal Festival. Da. Okay. Du bist nervöser an einem PC. Das ist schon richtiger Metal. Also fangen wir ohne Metal, an. Alter. Also Also schauen wir, ob wir das können ablesen können. Nein. Das ist Turnfar? Das ist nicht Turnfar? What the fuck, Alter? Turnfar? Turmfall? Das könnte Turnfar sein. Turmfat? Da fuck is this, Alter? Ha, das Huracan. Huracan, ja. Huracan. 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 Da. Total Annihilation! Ja, Mann. Boah, what the fuck? Lucas Schuld, nein. Also L-I-C A Lizars Lucas Nilo. Lucas Nahilo. Nahilo. Alright, cool. Bristol. Brian. Bristol. Bristol. B-R-E Ja, das ist das Y, Alter. BRY. Bryant. Brian. Ich sag Brian. Brian. Hell Butcher. Oh, Sour sind insane geil, Alter. Sour sind sick. Bring Ja. Me The Horizon ist links davon, so wie es aussieht. Ah, fuck. Oh mein Gott, grossartig. Großartig. Alright. Ist wie die deutsche Version von Harakiri for the Sky und Garia. Ja. Dann Demolition Hammer, geiles Logo. Geiler Name. Ja. Kann man lesen. Wolfhard, auch sehr sick. Gefällt mir. Benediction, Schick. ja. Destruction, sick. Also, du merkst, je grösser dass deine Band wird, wenn du willst, dass deine Band gross wird, muss man das Logo können lesen. Mhm. Dann Dark Tranquility, fucking Megadeth Overlords und Corpiclani, Folk Metal Legends. Also für mich, ich bin schon lange nicht mehr mit einem Mess auf gewesen, aber für Sour, Dark Tranquility, Wolfhard Die und machen es schon Corpiclani smart, will weil ich schon ich gehen. hätte Grossa und Harakiri for the Sky würde ich so am gleichen Festival sehen, aber sie spielen immer nur so versetzt im Winter und im Sommer mehr so. Ah, schade. Aber das ist and many more, also es gibt mehr. Geil. Und wo ist das? 4. September in Hüttiken. Heute. Also Das ich ist grad da um die muss mal mehr so Das wieder mal ist gehen. gerade da um die Ecke bei uns. Ich habe mehr so auf Aborted gesehen vor 14 Jahren oder so. Geil. Ist schon geil gewesen. Dann haben wir das letzte Festival Ja, von unserer natürlich. Liste. Ein bisschen später kommt das Hardline Das ist auch ein Festival. Indoor-Festival. Indoor Festival, weil dann ist es ein bisschen kühler. Und zwar es ist Hardline Festival im Dynamo mit none other than Also am 28.11. Es ist im Winter. ja, 28. November im Dynamo. Wird kuschelig und Kunst, wie das spielt. Expello, Save Your Last Breath, Aber Malevich. es ist aber lustig, die Bands haben alle Geburtstag irgendwie. Expello wird 20, Save Lost Breath wird 15. Ja, tatsächlich, ja. Ich glaube, Valetudo wird auch 20. Haben sie das schon announced? Ich weiß nicht, spielt Valetudo, I don't know. Good, we're gonna bleep this one out. Machen wir einen Brian. Yeah! Wir starten jetzt nochmal neu, es ist nicht auf der Page. Es ist Okay, nicht auf okay. der Page. Wir fangen noch vorne. Wir sind da gekommen. Hardline Festival, 28. November. Hure geil. Es ist Winter. Es ist Winter tatsächlich. Und zwar spielt. Expello, wo 20 wird. Ich check's trotzdem doch noch. Es ist Expello, wo 20 wird. Hey, jetzt Zwei. das checken. Weißt du- Ja, ich möchte jetzt nachher gerade nochmal neu anfangen, weil wir sind jetzt da einfach wieder am Schnorren. Nein, sind schon announced. Schon announced. Alright, wir müssen nichts wegcutten. Sie haben es announced. Ist einfach noch nicht updated, die Dynamo-Page. Marco. Sie Es ist Dynamo-Page, nicht der Marco. Fair.
Wieso gehen wir doch einfach Instagram schauen, das ist am Fair, ja. aktuellsten. Ja, tatsächlich. My bad. Wo No ist es? worries, Bruder. Da oben. Da. Ja, es sind alle Bands draussen. Ja, aber Ja. fangen wir gleich nochmal an, Alter. Alright, Der ganze ah. Scheissdreck von Hardline Festival. Brian zu Brian. Hardline Festival, 28.11. Spiele dort. Wer spielt? Es hat ausgesehen wie ein Foto voran. Expello, 20 Jahre. Valetudo, 29. 20 Jahre. Wir sind ja an der 20-Jährigen. Es war ja ihr 20-Jährige gewesen, Anfang Jahr, also werden jetzt nicht 9 Jahre älter sein, plötzlich im November. Stimmt. Warum sieht es nach 29 aus? Anyways, Expello, 20-jähriges Jubiläum. Yes. Valetudo, auch 20-jähriges Jubiläum. Dann Save Last Breath. Save Last Breath. Die sind ein bisschen jünger, die sind erst 15. 15. Die dürfen nächstes Jahr Bier trinken. Voll. 15-jähriges Jubiläum. Malewitz und Still United 10 Jahre. Ich weiß nicht, ob 10 Jahre. Still United auch 10 Jahre hat, aber Still Untitled. Oder Still United? Still Untitled. ich weiß es nicht. Doch. Ladet einfach einen Flyer auf die Idee. Still Untitled? Nein, die sind neuer. Still Der Untitled. Wild Haze wird Zani. Yes. Der Wild Haze und Malewitz werden Zani und Still Untitled sind noch junge Burschen. Einzige Band ohne Geburtstag. Ja, junge Burschen. Und ja, das ist gesehen. ja voll. Das ist cool. Merci, habt ihr unser Opener Special gelesen und abgecheckt. Mhm. Das machen wir jedes Jahr und jedes Jahr schreiben wir zu viel und nachher, Und jedes Jahr drehen wir durch. ja, schon ein bisschen. Herrlich. Ja. Und Dings, machst du nur, wir haben keine Dings für Releases, oder? Was? Nein, wir haben keine Releases. Wir sind Doch, wir haben ein paar Releases. Wir haben nicht so viel aufgeschrieben. Was? Still, nein, Alter, es ist halb nicht. Es ist Nein, mehr, weil wir haben vorher nicht Releases angeschaut. Du hast gesagt, wir haben keine Releases und jetzt haben wir plötzlich Releases. Ja, my bad, Alter. Ich habe es nicht gesehen. Ja, es ist halt ein bisschen Selbstpromo für uns eigentlich. Aber ja, also wir haben einen neuen Song mit Taoist. Der heißt Bloodlust, featuring Sonor. Ist sick. Yes. Check jetzt mal ab. Haben auch ein Videoclip gemacht, wo wir selber aufgenommen und editiert haben und gemacht haben. Also, DIY. also du hast editiert und gemacht. Also Taoist ist eine komplett DIY-Band. Alles selber geschrieben, produziert, selber aufgenommen, Videoclip, alles. Ja, sind stolz drauf. Masters of DIY. Masters DIY, Alter. Anyways. Manchmal frage ich mich schon, DIY, machen wir das überhaupt? DIY, also es ist so viel Zeit, man. Holy fuck. So viel Zeit, Fleisch? Nein, Zeit, So viel Fleisch. ja, gut, Blood, Sweat and Tears. Also wenn du jetzt schaust, es sind schon 13 Leute, Schweiß. also ziemlich viel Fleisch. Ziemlich viel Fleisch. Aber nein, Zeit, Fleiß, nein, das Fleisch, fuck. Zeit, Schweiß und Blut, Alter. Junge, ich bin fett. Ja, man. Anyways, featuring Sonor. Merci für mal Sonor Boys, dass ihr mitgemacht habt. Ja, ist wirklich geil rausgekommen. Und Sonor hat auch gerade einen neuen Song released. Eine Woche, halb oder 2 nachher. Heißt Anno Domini. Yes. Voll. So ein bisschen ein Wendepunkt der Sonor-Geschichte. Also bin gespannt. Und ja, Shoutout. Der Donna haben wir schon 2-mal im Podcast gehabt. Wer weiß, vielleicht können wir wieder mal. So mal zu schnurren. Und Shoutout, Bruder. Und Shinra haben auch ein neues Album, nicht EP. EP? EP oder Album? Du hast es aufgeschrieben, Alter, du musst es Bin nicht sicher. Aber Shinra, neues Zeug, ganz hören. Shinra haben ein neue Dingsen. Es ist ein Album. Many words have been spoken. Hell yeah. Es sind 5 Songs. Und 2 Instrumentals. Das ist ein EP. Das ist EP, hätte ich gesagt. Aber I don't judge. Spotify sagt das Album. I don't judge Spotify das. Ja. Spotify tut sich als Album tun. Ja, logisch, es sind mehr als 5 Songs. Alles Fair, über 5 fair, Songs fair. auf Spotify ist Album. Alright. Anyways, aber Shoutout Boys. Ich mache das super. Und es ist sich sicher einiges an neue Musik rausgekommen. Wir haben es halt leider nicht so getrackt letzte paar Wochen. Es tut mir leid, wir sind busy gewesen mit Real-Life-Shit. Und ja, ich hätte noch einen Musiker-Tinder, wo wir bekommen. Hause. Jetzt, wir haben Musiker-Tinder, Musik, Alter. Nein. Quackshot. Yeah. Schon Ich geil. einfach den Jingle nochmal hören. Ja, Mann. Willkommen zum Musiker-Tinder. Der Segment, wo Leute sich suchen und finden, zum nicht Liebe machen, sondern Band starten. Und zwar, Also, wo ist das jetzt herkommen?
Keine Ahnung. Geil. Ich bin einfach dead, Alter. Anyways. 2 Hirn, eine Zelle, Alter. Ja, ich schwöre. Das ist ein urguter Bandname. Ja. Und du darfst nur Deutsch-Punk machen, sonst nicht. Beste. Anyways. Fast so gut wie gross in Japan, Alter. Anyways. Wir haben den Musiker-Tinder wieder mal jemand, der uns geschrieben hat, wo eine Band am Start hat. Es ist eine ganz neue Band. Die haben noch keine Musik draussen. Die haben noch keine Insta-Page draussen. Aber die sind voll motiviert. Und die haben scheinbar eine komplette Besetzung, außer einen Sänger. Und sie suchen deswegen einen Metal-Sänger. Ist eine Band aus Luzern. Sie machen Thrash, Death, Groove Metal. Mit Clean oder mit Scream? Ist nicht specified, ich nehme mal an, geschrauen. Weil es ist im Stil von Pantera, Lamb of God, Slayer, Meshuggah etc. Das ist fucking breit as fuck, Alter. Die fucking. Basically einfach mal ja, alles. Alles Metal. Alles. Also aber hey, singen, das ist, screamen. aber das ist auch gut, weil ihr habt die Chance, um da mitmachen. Weil die gehen bald ins Studio, habe ich gehört. Und eben, Bandpage ist in Aufbau, gehen bald ins Studio. Wenn ihr die anschreibt, also die Person, der Drummer hat uns angeschrieben, glaube ich, ist der Alan. Und der hat gesagt, hey, wenn ihr den Alan, wo ihr könnt entweder per Mail schreiben, es ist alan.niemand@outlook.com, also alen.niemand@outlook.com, oder ihr findet ihn auch im Instagram unter alan.niemand, also alen.niemand. Und wenn ihr ihn schreibt, dann bekommt ihr Hörproben zum Abchecken. Ich habe jetzt gerade gemeint, du könntest das alles auswendig, du bist ja dort. Ja, ich bin einfach so professional, du hast nicht gemerkt, ich bin am Lesen. Nein, es ist so viel Text gestanden, dass ich es einfach ignoriert habe. Fair. Aber ja, schreibt mal den Brudi, wenn ihr findet, so wie, hey, ich bin ein Sänger, ich kann gerne Meshuggah, Lamb of God, Pantera und Slayer. Und du willst schon eine neue Band mitmachen, die jetzt ins Studio geht. Also die haben wie kann ich sagen, die haben Pläne, Bruder. Bruder haben Termine. Und, ja, sie haben Studiotermine, dann brauchen sie Sänger. Deswegen, jetzt braucht jemand. Oder Sänger gesagt, anstatt Sänger. Oder sagen wir, hey, vielleicht hast du immer probieren, Vogels machen. Vielleicht bist du so ein Talent, das einfach versteckt ist. Ja, Ricky, du sollst gehen. Never know. Nein, ich bin schon zu busy, Alter. Dann nach dir. Aber ja, wenn du... Ist das später für live oder nur wenn für, du so für Studio? Ja? Nur für live oder nur für Studio? Von was ich höre, dann Studio und live. Also es ist wirklich komplett Sänger. Und deswegen, wenn du auch findest, so wie, hey, hast du gerade eine Midlife-Crisis und willst etwas Neues starten, dann schreib mal am Alan, du könntest etwas Neues starten. Ich habe es gemacht vor 2 Jahren und ich bin sehr happy. Alan. Von dem her, schreib am alan.niemand und melde dich. Voll. Wenn du eine Band suchst. Steve. Kennst du das Video? Nein. Oh mein Gott, Bruder. Wenn du eine Band suchst oder ein Musiker bist, wenn du eine Band suchst oder Mitglieder suchst, dann schreib uns und dann kommst du im Musiker-Tinder. Voll. Warte, das ist ein geiles neues Video. Why Engine Deputrine is necessary. Alan! Alan! Wir sollten Reaction-Content machen. Geil. Ja, unbedingt. Oh, that's not Alan. Steve, not Steve. Geil. Jedes Mal habe ich den Namen Alan gehört. Alan! Genau so kannst du Alan rufen. Und ja. Ist geil, Bruder. Merci vielmals. Ja, danke BBC für den. Ja, voll. Merci vielmals, habt ihr reingelassen. Warte schon, das ist Folge Nummer 95 und wir lieben euch. Mit unserem ganzen Herz. Nächste Woche sind wir am Greenfield. Können wir Heu sagen? Bring them bell and drink. Wenn er nicht will, dann ist sicher der Mike dabei. Das ist gar nicht im Greenfield. Ah, fuck, wurde ich so. Anyway. Haben wir jetzt aber, bevor wir uns eine weitere Bredouille bringen, I know. ich habe letztens herausgefunden, was ein Scharmützel ist. Scharmützel ist in einem Krieg eine kleine Schlacht oder eine kleine Auseinandersetzung, die für den Ausgang von der Situation absolut gar nichts tut. Das heisst, wenn du im Pit alle gegeneinander schlägeln und einen einfach irgendwo rausgeht, Leute crowdkillen, ist der am Scharmützel machen. Ihr habt es da gehört. Wir das haben. Ciao zusammen. Morgen mal schlafen. Ricky, sag mal etwas Gescheites.
Sheet. Ja, kennst du nicht. Ja. Nein. Okay. 3D-Drucker sind geil. Ja, das ist aber gleich geschrieben, wie das, was der Juri gesagt hat. Der Juri, Podlatschikow. Hut auf. Was? Ah, das ist eine Legende. Das war so ein Schweizer Profi-Snowboarder. Ich kenne nur den Juri Gagarin durch den Janus Christus, aber ich weiß nicht, wer er ist. Du hast den Juri Gagarin, du weißt nicht, wer der Juri Gagarin ist. Nein, weil das ist nicht der fliegt. Junge, es ist der erste Mensch im Weltraum. Eben, der fliegt, genau das. Der fliegt, Alter! Weil der Janus Christus hat eine Lyric gemacht mit Juri Gagarin. Ja, das ist schon so. Ja, also gut, du hast nicht Unrecht, er fliegt. Er fliegt? Wir haben im Space Museum von London habe ich Sachen gesehen, die auf dem Mond waren. Das war crazy. Ja, so. Sag was schlau! Classic, Alter. Juri, sag was Schlaues. Woo! Geil. Anyway, tschüss. Ciao.